Stimmt mir das denn nicht? Ich habe das letzte Mal fast Okay. Ja, machen wir jetzt mit dem Intro oder nicht? Das ist Das das. ist Mach jetzt einfach. okay. Ja, in dem Fall herzlich willkommen zu der neuesten Podcast-Folge vom Brotkasten. Number 20, würde ich meinen, oder? Hey, ja, voll. Ey, Scheiße. Das ist geil. Zeit läuft. 20 Monate, Mann. Genau, ja. Und tatsächlich die 20. Folge passend mit einer kleinen Verspätung. He? Wegen Events und so. Ja, ja. Aber für euch sitzen wir heute, jetzt am Montag, wo die meisten, also ich nicht, aber die meisten müssen arbeiten, sitzen wir jetzt heute Abend da noch an und nehmen die Podcast-Folge auf. Ich kann nicht garantieren, dass ich wach bleibe. Ich habe mir jetzt gerade noch so einen Burger reingedrückt. Der könnte noch eine Nachwirkungen haben, vielleicht so. Oh, Stresskoma, aber Fresco. Aber ja, ich denke, wir haben genug Themen, die wir können ich glaube schon. reinputzen. Ich gebe mir Definitiv. schon eine Warnung raus. He? Also der Podcast hat mich schon mal rausgeschossen heute. Das könnte vielleicht wieder passieren. Bevor wir angefangen haben, ja. Ich hoffe jetzt mal das Ja, Beste. genau. Also Upload ist noch bei 99%. He? Es sieht alles noch Ja. gut aus. Also, Ja. Wir genau. beten zu den Internetgöttern. Oder so. Zu Oder was auch zu der immer. zu der Vollkorn, zu den Vollkorngötter. Vollkorn- und Weizenmehlgötter. Genau. Hast du lieber Vollkornbrot? Ey, oh, das ist schwer schwierig. Ich Gell? muss sagen, ich finde hier Vollkornbrot finde ich hure geil, Ja. aber so ein Stück Zupfen, Ja, genau. das ist einfach unschlagbar. Das ist aber. Ich habe immer so den Struggle, so, da kaufst du irgendwie so ein Vollkorn, so ein richtig geiles Brot, so mega. Es schmeckt. Was ich auch mega gerne habe, sind die Nussbrot. Wo sogar noch so Ja, Nussstückchen voll. drin haben. So ein bisschen, weißt du, so Walnussstückchen oder so. Oh. Gut, sind wir ehrlich, sorry, aber nichts schlägt so einen richtigen Speckzopf. Oh. Oh. Oh, das ist immer so geil, auf das freue ich mich immer am meisten so. Irgendwie, wenn es so ein Festchen gibt und dann sagt mein Bruder, oh, ich mache dann einen Zöpfen, dann weiss ich immer, okay, der Mann, der macht einen sehr guten Speckzopf und er bringt jedes Mal einen Speckzopf mit. Das ist einfach nur göttlich. Oh, das ist so gut. Ja, im Coop gibt es, die habe ich aber auch schon gehabt, aber die sind immer so klein. So klein. Gibt so Ja, und vor allem, langgezogene Brötchen, also ich weiß nicht, wie du denen genau sagst, so mega langgezogene, dünne. ja. Und da gibt es verschiedene, es gibt normale, ohne etwas drin, es gibt mit Oliven oder eben mit Speckstückchen. Ja. Geil. Ja, aber tatsächlich finde ich es immer ein bisschen schade, wenn die mal kaufen hast, nachher so ein Speckzöpfchen, weißt du, so die Knollen, Mhm. wo so eine Handvoll groß ist und da hast vielleicht so 4 Speckwürfel drin, wenn du Pech hast. Also bei diesen langen vom Coop nicht. Die Ja, sind dort, wirklich, die sind recht gut gespickt. Ja. die ist. Ah, du meinst die? Ja, jetzt weiss ich welche. Die langen, Aber dünnen, ja. ja, es gibt aber auch noch eben die kleinen Knollen da, die Knospen, also sehen aus wie Knospen von mir aus. Oder so wie ein Haarknoten oder so. Die gibt es auch im Coop. Oder gibt es sie im Migros? Die Ich gibt es in der weiss Migros. nicht. Also der ist der Migros, da hat mehr Speck drin. Merci. Also ich weiß es nicht, ich habe die noch nie gesehen, aber ich kaufe wenig so Zeug. Aber es ist super. Es ist wirklich super. Speckzopf. Genau. Unpopular Opinion, Speckzopf ist King. Speckzopf ist al dente. Okay. Olin, wie geht's dir? Hey, ich bin richtig am Arsch. Super. Nein, also ich muss sagen, der Oktober, das ist jetzt der Monat, der hat mich so richtig hart von hinten müde gestreichelt. Ich sage es jetzt mal so. Okay. Aber ich habe tatsächlich ein paar Ablenkungssachen gefunden. Und ja, bin durchgestanden. Nein, es ist nicht der Oktober, wir sind ja in der Oktoberfolge. Also nein, wir sind in der Septemberfolge. Septemberfolge. Genau, der September hat mich müde gestreichelt. Der Oktober, der kommt ja noch. Mal schauen, wie er tut.
Und wie geht's dir eigentlich? Hey, ich bin auch am Arsch. Aber nicht wegen dem ganzen Monat, einfach wegen letzter Woche allgemein. Also, strenge Woche gewesen und nachher ein strenges Wochenende. Ich Ja, bin richtig froh gewesen, habe ich heute nicht müssen aufstehen, nicht. Ich bin einfach den ganzen ja. Tag eigentlich nur rumgelegen, mal am PC, wieder rumgelegen, verschlafen, wieder zurückgespult, weil ich alles verpasst habe, weitergeschaut. Genau. Ja, aber mir ist es auch so gegangen. Aber also tatsächlich, wir reden doch gerade, wie sagt man dem? Der Teufel im Raum, oder wie sagt man? Der Elefant im Raum, jetzt ist es gegangen. Und wir sprechen doch gerade da an. Was war überhaupt letztes Wochenende? Gewesen? Samstag und Sonntag. Und Freitag? Und Freitag? Ja, das Hero-Fest Ja, natürlich. eben, ja. Kopftori. Klar, oder? Klar. Das war richtig geil, gut gewesen. Also, Ja. es Es ist, war der Hammer. ja. Vor allem, ich muss sagen, für die es vielleicht nicht so wissen, ich gehe eher so als Hero-Fest wegen der Leute. Nicht unbedingt wegen der Stand, die sie dort haben. Das ist irgendetwas Speziellem. Ich finde, das Hero-Fest ist halt immer noch so familiär, so ein bisschen kleiner. Und tatsächlich bin ich massiv überrascht gewesen, wie viele Leute von so Streamer-Community, also von der Streaming-Community von der Schweiz da sind. Ja, voll. Vor, Obwohl, vor, also, mittlerweile kannst du ja nicht mehr so wirklich. Ja, es ist noch kleiner als die anderen zwei grossen Conventions in der Schweiz. mhm. Aber es ist ja, also das Jahr jetzt mit Also, den neuen Hallen und so, ist schon geil gewesen. ey, das ist super. Vor allem, schade, hat es am Samstag gepisst, Ja, aber voll. ich habe den Raum draussen habe ich mega toll gefunden. Ja, Der das Mittelalter-Ding. Mittelaltermarkt. Ja, Ja. genau. Das war mega gut gewesen, ja. Vor allem, du hast auch ausreichend Platz gehabt, du hast mal raus können, hast mal schnell ein bisschen Ja. durchschnaufen. Und danach dann wieder in die nächste Schlacht gegen ihn stürzen, dich durch die Menge durchwühlen. Tatsächlich, Digital Hauen habe ich relativ gut gefunden. Also vom Platz her. Mhm. Also, ja, es ist wirklich, es ist gut gewesen. Also gegenüber letztes Jahr haben sie viel gemacht, denkt es mir. Ja, voll, das habe ich aber nicht gesagt, Barne. Also, das, was sie das letzte Mal zu wenig hatten. Also, Mhm. das letzte Jahr war so wirklich ein bisschen der Tenor durch und durch. Gewesen. Ja, also, das nächste Jahr müssen wir schon etwas mehr machen, weil Ja, letztes Jahr war wie so mega viel freier Platz gewesen, irgendwie. das Und stimmt, ja. das Jahr haben sie wirklich, also, obwohl sie nur mehr Platz hatten, haben sie viel mehr Sachen gehabt und auch an gewissen Ständen halt wirklich auch mehr Platz gegeben. Das Ja, finde ich halt auch nice. ja, eben, du hast das wirklich können rumschauen und so und ja, Ja. also Hut ab, Hut ab. Aber eben, ich bin ja nur einen Tag dort gewesen und bin schon kaputt gewesen. Du bist schon 3 Tage dort gewesen. Ich glaube, du bist 3-mal so kaputt gewesen. Ja, nein, es geht. Ich glaube, wenn ich nur einen Tag gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich kaputter. Weil ich dann gestresst hat und alles hat anschauen, mit allen hat reden. Und Mhm. so habe ich mir tatsächlich recht Zeit lassen. Weisst, ich habe nicht müssen Punkt 10 dort sein, damit ich alles sehe nachher durch den Tag durch, Das sondern ich bin stimmt, ja. irgendwie zwischen halb 11 und 11 irgendwie erst durch. Ha es wirklich können easy nehmen, die 2,5 Tage. Oder ja, nein, es sind eigentlich 2 Tage, wenn du's hochrechnest nur. Ja. Aber das habe ich aus der Gamescom-Zeit damals gelernt. Dort auch, wenn wir nur 2 Tage gegangen sind, bist du einfach völlig Banane gewesen nachher. Ja, gut, gell, aber das sind noch andere Grössen. Also, Ja, natürlich, natürlich. mhm. Aber eben, ich habe es wirklich super gefunden. Ich bin eigentlich immer Fan gewesen vom Hero Fest. Ja. Tatsächlich, das Jahr hat es mir wieder ein bisschen mehr bestätigt als letztes Jahr. Aber wie du sagst, letztes Jahr ist es so ein bisschen, ja, bist schnell durchgelaufen und dann ja, hast du so gedacht, gut, die eine Halle ist halb leer irgendwie gefühlt. Ja, genau. Und die andere ist so auch so, ja. Aber das Jahr ist wirklich gut gewesen. Und Ja, hey, ich voll. bin mal nicht krank. Hey, ich auch nicht. Urgut, urgut. Aber ich sag's mal so, Holz anlängen, wenn das
Es geht ja manchmal so Tag 2, 3, bis vielleicht Bis es ausbricht. kickt. Aber Wir sind noch in der Euphorie vom Hero Fest. dann sind Der wir Adrenalin, geladen, genau, der genau. Adrenalinspiegel ist noch da oben. Sie sind ready Voll. für neue Sachen. Nein, es war Ja, richtig nice gewesen. Auch das am Samstag dort, dass dort. Bist du dort überhaupt gewesen? Stimmt. für was? Beim Viertel? Community-Treffen, im Viertel. Ja, ich bin dort. Wir haben uns noch gesehen. Ich bin ja dir noch Tschüss sagen, weil wir nachher ja heim sind. Hast du das in dem Fall nachher gewesen? Hey, ich hatte Ja. so ein hure Ghetto gehabt. Ich habe Hey, aber, keine Ahnung, wie. ja, aber weißt, das ist eben das Krasse. Du kommst dort hin und nachher triffst du so die ersten Leute, also eben so, ja, hey und so und tschüss. Und nachher plötzlich hat sich das so versammeln. Mhm. Hast plötzlich Leute so, hey, wer bist du? Hey, die habe ich auch schon gesehen und überhaupt. Wo ich ja schon ein bisschen Freude hatte, zum Beispiel, ist, dass man das Sternchen gesehen hat. Ja, genau. Plötzlich kommt so jemand auf mich zu und sagt, hallo, ich bin Sternchen. Ich so, was? Oh, du bist auch da, geil. Ja, voll. Genau, also eben noch, schon. Ich glaube, wir machen da jetzt ganz Haufen Fremdwerbung, wenn wir die Namen aufzählen von all den Leuten, die wir dort gesehen haben. Der Comedy Freddy Stör war die hure Legende, wo ja eigentlich aus meiner Sicht so mal mit dem Geekstübli damals so ein bisschen Grundstein geleitet am Hero Fest, dass man dort so das Community, also dass dort die Bubble ein bisschen zusammenkommt. Ja, und Haufen andere. Der Sud war auch dort. Hey, Hat mir ja, auch. das hat mich Ja, am meisten gefreut, hey, dass ich den ja, wieder mal gesehen. genau. Eben, es hat so viele Leute gehabt, wie dort. Sorry, wenn wir jetzt nicht alle aufzählen, aber es Ja. hat tonnenweise Leute gehabt. Du könnt einfach mal bei eurem Instagram bei der Reels-Feed durchschauen. Ich glaube, dort ist sicherlich jeder einer irgendwie vertreten für den Streamer. Hey, der Instagram-Feed, gehst du Ding Stories anschauen. Hey, what a geil, Hero Fest, Hero Fest, Hero Fest, Hero Fest. Ja, voll. Das hat auch. Zwischendurch, zwischendurch so eine Comedy-Freddy, der am Säckeln ist und irgendetwas schnurrt. Und dann wieder Hero Fest, Hero Fest, Hero Fest. Das ist auch mein Schwager hat das gestern auch gesagt. Ich bin ja gestern ein bisschen früher gegangen. Ich bin nicht den ganzen Tag da am Yep. Sonntag, weil mein Götti-Mädchen hat noch Geburtstag gehabt. Und dann hat er auch so gesagt, ja, sein Instagram sei einfach. Eigentlich ein Instagram Hey, aufgetan, hat nichts mehr anderes gesehen als Hero Fest. Bei jedem einfach nur Hero Fest, Hero Fest, Hero Fest. das ist krass, Nur ja. das. Aber eben, ich finde es so cool, eben, du hast dort so einen bisschen gemeinsamen Support gehabt. Ich werde mich da bei aller Form noch mit den Leuten entschuldigen, dass ich jetzt keine Fotos gemacht habe mit anderen. Ich bin ehrlich, ich wäre auch wirklich nur noch am Fotos gewesen mit so Selfies und äh, ich wollte es einfach ein bisschen geniessen mit euch tatsächlich. Lieber ein bisschen schnorren und lieber so ein bisschen, eben, wenn ihr das Foto habt gemacht, finde ich mega toll, aber ich bin so alt und irgendwie so. Ich kann das Ach, einfach. das bist du alt, das soll Nein, ich ich kann sagen. das. Ich weiß nicht, so mit Instagram, ich fühle mich dort manchmal wie ein alter Mann. Look, ich habe es ganz einfach gemacht. Ich bin normalerweise auch so unterwegs gewesen. Vor allem, ich glaube, das letzte Jahr habe ich kein Foto gemacht und so. Weil, genau wie du jetzt auch gesagt hast, einfach dort sein mit den Leuten und genießen. Mhm. Das Jahr habe ich auch, das Jahr bin ich einfach immer so verpeilt gewesen. Ich verhänge das immer, wenn mich Leute kommen und fragen, hey, machen wir das Foto nicht? Ja, voll easy, machen wir das Foto nicht. Und dann läuft man wieder davon oder macht wieder irgendwas anderes und ich denke nie daran, da könntest du auch noch eins machen. Heute habe ich gestern habe ich den Trick 77 abgezogen. Nein, am Samstag. Aber du bist dort schon weg gewesen. Mit dir habe ich zum Beispiel auch wieder keins. Kannst du auch so schönes malen wie der Barracks. Ja, bitte Aber dort das irgendjemand verewigen. Das Spoiler ist einfach Gold wert. Für die sie. Ja, gut, wahrscheinlich, wenn wir die Folge rausbringen, ist es auch schon ist wieder es weg. vielleicht wieder weg. Ich schaue mal, vielleicht kann ich speichern. Nein, aber was ich gemacht habe, ich habe nach dem Community-Foto, nach dem grossen Foto, Mhm. habe ich einen sogenannten Foti-Speedrun gemacht. Einfach, ich weiß nicht mehr, mit wem ich dort am Schnorren war. Ich mit dem Avalon und mit ein, zwei anderen Aqualon. vielleicht. Entschuldigung. Aqualon, ja. Das ist einfach so ein Trigger jetzt.
Da habe ich einfach gesagt, weißt du was, komm jetzt, scheiß drauf, es sind gerade so viele Leute hier noch. Ich packe jetzt mein Nattel und gehe einfach zu jedem Mann. Ey, komm, wir machen schnell ein Foto. Hey, da bin ich wirklich einfach an der Avalon genug. Ey, komm, Avalon, mach schnell ein Foto. Schnell ein Foto gemacht, zack, der nächste, wo, da, der Plätsch, hey, komm, wir machen noch schnell ein Foto. Zack, Foto. Hey, keine Ahnung, in einer Viertelstunde habe ich all meine 20, 30 Fotos gehabt. Ich bin einfach durchgerastet. Komm, wir machen auf nächstes Jahr ein T-Shirt, wo einfach drauf steht, so unter dem Motto, hey, erinnere mich daran, ich muss mit dir noch ein Foto machen. Und das einfach drauf steht. So, take a Jawohl. picture. Oder irgend so etwas. Das wäre doch noch etwas. Ja, ey. Aber ja, es ist unglaublich schön gewesen dort. Eben, ich finde es so schön, tatsächlich, wie die Jungmann, also die jüngere Generation, ich will sagen die Jungmannschaft, holy crap. Ich kann nicht. Okay, ja. Wie die jüngere Generation eigentlich, ich finde es, ja, ich finde es cool, wie wir eigentlich mit denen so ein bisschen zusammen etwas machen. Mhm. Also teilweise, also das ist nicht jetzt jeden Tag, aber so, dass es ein bisschen zusammenwachsen. Jetzt auch noch ein Projekt offen, wo ich jetzt so 2, 3 Jüngere von der jüngeren Generation angefragt habe für etwas. Bin ich gespannt, wie das kommt. Aber ich finde das mega cool. Die geben Vollgas. Ja, voll. Aber es ist halt manchmal auch schwierig, irgendwie ein bisschen einen gemeinsamen Nenner zu finden. Weil, aber du sagst, sie sind halt doch recht ein Stück jünger. Also, Ja. du sprichst jetzt da wahrscheinlich so Twitch, CH, Discord-Community so ein bisschen an. nehme ich an. Yes, ja, Ja. yes. By the way, sehr zu empfehlen, der Discord, Twitch, CH von der Eliza und von der Lani. Wenn ihr irgendetwas über die Schweizer Community wollt oder so, geht dort rein. Dort sind, ich habe keine Ahnung, wie viele Leute so viel auf dem Discord sind, aber ich glaube, es sind etwa 300 oder so. Mhm. Warte, ich kann es irgendwo nachschauen. Aber nein, Also, 487 sind drauf. wow. Okay. Und jetzt geht es jetzt fast 200 online. Also wenn ihr irgendwie Schweizer Community, Streamer-Community sucht, geht zum Beispiel auch dort schauen. Da sind sehr viele Leute. Mhm. Also, ich rutsche mal rein und ich habe ja schon mal Werbung gemacht oder in den Swiss Twitch Clips. Jenny, merci für das. Und tatsächlich ein neues Projekt von dir und von Barracks, wo ich mit vollem Namen dahinter stehe und sage, das ist ein gutes Produkt, das ist geil, ich finde das cool, dass die das gemacht haben. Ich habe das noch Geil. nicht gewinnt, musst du noch nicht so fest. Nein, ich mache das gratis. Ich mache das gratis. Okay. Dann muss ich Also pro Social Media Sache, eben, jetzt habe ich es mal in meinem Twitch während dem Stream habe ich es gesagt, jetzt sage ich es so während dem Podcast. Creatorlounge.ch, ist das korrekt? Ja, genau. Creatorlounge.ch, geht dort auch mal reinschauen, dort findet ihr auch Haufen Informationen, eben auch zusätzlich noch einen Link für auf den Discord von twitch.ch. Ja, Twitch.ch einfach. Twitch.ch. Twitch.ch, also der Schweizer Twitch Community So Discord. Genau, und dort findet ihr auch einen Absprung für auf Swiss Twitch Clips, für die, die es noch nicht kennen. Ich finde, das sind sehr gute Sachen, was die da gemacht haben und der Barracks. Go for it und ja. Danke für die Einleitung. Das muss wachsen. Wie das Honig ums Maul streicheln. Mhm. Das nächste Schnitzel ist schon gesagt. Oh. Was? Hey, ja, nein, danke. Also ich habe unseren Podcast jetzt nicht für das benutzen, aber wenn du das so erwähnst, natürlich mega gern. Oh, let's go. Geht noch dort schauen und dort und überhaupt. Ja, voll. Support ist kein Mord, sagt man. Also tatsächlich ist es halt auch für die, ich weiß nicht, wie viele von denen, die uns da zuhören, halt selber streamen, das ist sicher nicht jeder. Es gibt sicher gewisse darunter, das weiß ich. So 80%. Aber nein, ich glaube nicht. Ja gut, nein, Ich stimmt, habe meine Mami das und Gefühl, meine Brüder machen nicht. sind weniger als man denkt. Aber nichtsdestotrotz, auch für die ist die Plattform natürlich gedacht. Ihr könnt dort schauen, wer gerade so live ist aus der Schweizer Bubble, was immer wieder, also das ist ein Grund, warum wir das gemacht haben, ja. Dass du halt wirklich Schweizer
Content Creator. Nicht nur Streamer, im Moment sind zwar nur Twitch-Streamer drauf, aber später findet ihr auch allerlei anderes da drauf. YouTube, TikTok, you name it. Wo gerade live sind. Also ihr habt eine ganze Liste von Leuten. Wir sind, glaube ich, bei fast 50 Leuten mittlerweile schon. Krass. Und ja, wir sind auch völlig überrascht, Barracks und ich. Schaue immer wieder mal auf die Liste und denke, ey, woher kommen die Leute? Wie? Woher? Aber irgendwie Das, findet es uns. Also, das habe ich mich beim Community-Viertel auch gefragt. ja, Plötzlich gibt mir so. ja. Also, ich weiß nicht, der Coolio hat es vorher, glaube ich, mal gesagt, er hat gesagt, es waren, glaube ich, fast etwa 60 Nasen gewesen auf der Es Vor- und auf ist, dieser Bühne. ist unglaublich gewesen. Also, ein riesen Shoutout dort an Barracks und auch an die Liza. Also, sie zwei haben dort ein bisschen Führung übernommen, was das Community-Ding angeht und haben immer wieder allen gesagt, hey, am 5 da, hey, am 5 dort, am Mensch, 5 dort. Mensch, nicht der Party. Nein, tatsächlich. Party hat sicher auch damit bei mir geholfen, aber nein, Okay. ich sag's mal so, Hauptinitiator ist wirklich der Barracks und Liza gewesen, Okay. wo Ich habe es mehr das... oder weniger vom Party gehört, darum frage ich. Ja, es kann sein, ja, es hat dann natürlich irgendwann jeder irgendwie jedem erzählt, aber Das ist es so, ja. es ist ein Aber bisschen von ihnen zwei angestoßen worden. aber den Party lieben wir gleich auch. Ja, absolut. Und das wissen wir jetzt schon. Ich weiß jetzt schon, was auf YouTube was für einen Kommentar wird kommen. Senpai noticed me wieder. Aber wie schreibt er immer. Ah, das schreibt er nur auf YouTube. Ich komme immer so schöne Texte auf Instagram über von ihm. Nein, er kommentiert, er lässt das, glaube ich, über YouTube, diesen Okay. Podcast, und er kommentiert dort immer, also nicht immer, aber lässt mal einen Kommentar. Und, vielleicht kommen wir gerade so zum Feedback von der letzten Folge, wo eben er gerade so geschrieben hat. Der Party hat sich nämlich dort gemeldet und hat so geschrieben, wir haben ja gesagt, ja, vielleicht der Party regt sich da vielleicht auf, weil die Folge so kurz ist und so. Aber er hat geschrieben, nein, er regt sich nicht über kurze Episoden auf. Er hat einfach weniger Zeit zum Geniessen. Oh. Oh Gott! Oh. Oh. Und dann Immerhin war regt er sich so nicht. Senpai noticed me, hat er auch so drin geschrieben. Das stimmt. Hat er sich nicht darüber aufgeregt, dass ich Silmarillion immer noch nicht gelesen habe? Nein. Vielleicht jetzt schon. Jetzt es wieder Gerade schnell, erwähnt hast. gerade schnell so einen Trigger reingeworfen. Ah. Ey, aber wir haben recht viel. Also für das Mal haben wir, glaube ich, relativ viele Feedbacks bekommen. Oder Kommentar auf Kommentar. Ja, Kommentar auf Kommentar haben wir einige bekommen. Also, ein paar Oh mein Künstler Gott. drunter. Aber ja, also das Mal sind wieder sind einige Kommentare reingekommen. Für das, was wir in der vorletzten Folge zum Beispiel kennengelernt haben, sind das mal wieder mega viele eigentlich reingekommen. Das ist Ich, nice. Ja. ich glaube, wir müssen die Leute ein bisschen mehr pushen, damit sie Kommentare machen. Wir müssen irgendwelche Hausaufgaben geben. Ich glaube, die Leute finden das geil. Ja, Das ist so das anscheinend, ja. Überbleibsel von der Schule. Das So, triggert, geil, Hausaufgaben! das triggert so einen Urinstinkt, glaube ich einfach. Da denke ich, weißt du, so 2 Wochen später, nachdem sie gelost haben, denke ich so, ich habe noch irgendwie Hausaufgaben vergessen. Scheiße. Oh je. Oder Oh, Adrenalinrush. Also. Adrenalinrush. Ja. Welche wollen wir denn auseinanderrupfen? Also willst du noch etwas sagen zum Hero Fest zum Abschluss? Hey, nein, also ja, weiß nicht. Ich empfehle es jedem, der noch nie war. Wenn es nächstes Jahr nur minimal nur besser wird es einfach nur besser. Also, ich habe mir im Fall ehrlich das Jahr gesagt, das ist meine persönliche Meinung. Wollte ich wirklich Fantasy und Hero Fest? Weil eigentlich lenkt mir das Hero Fest. Jetzt, ja. Ich habe Jetzt, ja. gerade heute auch so überlegt, sind im Discord geguckt und dann geschnurrt so ein paar miteinander. Und da habe ich gesagt, ja, das Hero Fest ist noch nicht so groß wie ein Fantasy oder ein Popcorn, natürlich nicht. Mhm. Aber nichtsdestotrotz,
muss ich diese 2 Sachen gehen, wo und das betrifft alle Consoles, nicht nur die 2, ich will die gar nicht Ja, schlecht reden, nein, aber wo überhaupt nicht. eigentlich Aber fast jedes Jahr einfach das Gleiche sind und vor allem zweimal fast die gleiche Con in einem Jahr, einfach unterschiedliche Locations. mhm. Ist so, ja, und Popcorn, also für mich einfach vom Weg und allem nur schon würde eher Popcorn dann zutreffen, aber soll ich an Popcorn gehen und vielleicht ist das nächste Jahr wieder so eine Woche später noch ein Hero-Fest? Nein, dann gehe ich lieber ans Hero-Fest. Ja, Das ist also, ja. das ist ja schon so. Ja, mal Genau. schauen. Nächstes Jahr Ja, steht vielleicht Gamescom an. Also das, äh, ui, ui, ui. so, Ey, so. Live-Podcast, Schweizer Ah, der Live-Podcast. Gamescom. Ja, Gamescom. super. Niemand So, versteht uns, kein Sau, aber wir sind dort. Also, wer ist das zur wer Hölle? ist das? Wer ist denn das? Warum Wer verstehe ist ich denn das? die nicht? Brotkasten, was ist das denn? Brotkasten. 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 Ich verstehe die doch gar nicht. Ich finde es geil, dass wir jetzt unsere Stimmbänder übertönt haben und beide schnell einen Schluck Ja, Eis genommen genau. haben. Vor allem finde ich es geil, dass wir beide den gleichen Eistee haben. Finde ich super. Es gibt nur einen Eistee. True. Das True. ist die Besänftigung wegen der 3 Speckrollen im Speckzopf. Der Migros-Eistee. Ja, genau. So, genug Werbung gemacht, Entschuldigung. Ja, also Feedback. Also der Simple hat noch geschrieben. Er hat wieder einen Kommentar da gelassen. Es war wieder mal eine gute Folge gewesen. Danke Merci, vielmals. simpel. Und Nummer 5 habe ich tatsächlich mehrmals gesehen. Ich glaube so alles. Nein, aber nicht alle. Da komme ich dann nachher zum Hühnli-Rupfen. So, ab einem gewissen Alter haben glaub, die Film oder der Film, mindestens der erste, mehr als einig gesehen, habe ich so das Gefühl. Weil der ist früher halt doch immer wieder mal im Fernsehen gekommen. Auch. Ja, das war super RTL gewesen früher. Ja, Hey, stimmt. Ja, das voll. ist Freitagabend, hast mindestens einmal pro Jahr ist der gekommen. Ja. Super gewesen. Oder schließt sich dir an? Finde ich sehr geil. Krull wäre nice im Witcher-Style. Oh ja, oh ja. So Knight Rider, ja, leider eher nein. Ich lasse mich überraschen, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ja, aber ob es etwas gibt überhaupt, weiß es ja nicht. Und er empfiehlt dir den Film Krieg der Eispiraten. Ja, ja, ach Gott. Ich habe Er nicht mir nachgeschaut, tatsächlich. ist das so schlimm, oder was? Ey, ich glaube, der ist eben so hilarious. Wir haben, ja, wann ist das gewesen? Sonntag vor einer Woche haben wir so ein bisschen einen Nostalgietrip gemacht und wir haben hure viele Filme, also hure viel. Wir haben einige so Trailer geschaut von so alten, ja, mehr schlecht als recht Filmen geschaut, Okay. so mit Special Effects und so. Tatsächlich komme ich noch heute zu einem von denen. Oder respektive, sie hat mich dort auf einen inspiriert und definitiv Krieg der Eispiraten, der steht bei mir und bei meinem Bruder, glaube ich, relativ weit oben in der Liste, dass wir den mal schauen. Das ist so ein, äh, keine Ahnung, irgendetwas in die Futterluke reinshoppen oben und nachher dann den Film schauen und sich der Ranzen voll lachen. Es ist gemäss, ich glaube, das ist der Simple, der das auch sogar geschrieben hat. Entschuldigung, wenn ich jetzt das verwechsle. Aber der hätte eigentlich auch so etwas sollen werden wie Star Wars und dann haben sie aber, glaube ich, irgendwie plötzlich zu wenig Geld gehabt und haben gesagt, hey, komm, wir machen eine Komödie draus. Okay. Und tatsächlich geht es eigentlich so darum, ich glaube, die Menschheit hat kein Wasser mehr und sie müssen dann irgendwann go Eis holen von einem Eisplanet. Aber warte mal, Das, da habe ich gedacht, das sagt mir das nämlich etwas. ich weiß nicht, aber die Expanse zum Beispiel, das fängt ja am Anfang fängt das Ah, auch so ja, ein bisschen an. stimmt. Weil ich habe eben die erste Folge Expanse habe ich mal geschaut, aber nicht weiter. Ich habe es jetzt eben nicht, ich habe nur die erste Folge auf einmal geschaut. Noch nicht weiter geschaut. Also die kommt definitiv auf meine Liste, die Expanse. Aber ich habe es jetzt so nicht auf die Liste genommen, weil eben, ich habe von einer Folge geschaut. Ja, Ich ja, finde ja, es ja. mega interessant und let's Ist go. gut. Entschuldigung. Schon gut. Okay. Und die Hausaufgabe sagt er Craven 2024. Vielleicht noch, was war die Hausaufgabe gewesen? Ja, schlechtester Äh, Film oder Serie, ja. genau, schlechtester Film oder Serie. Und da schreibt statt dass Sony einen so könnte es sein Universum nimmt,
nimmt einen Charakter und macht einen so ist das Universum-Film und ein relativ böses Smiley hinten dran. Ja, ich verstehe, was er meint. Es ist jetzt nicht der beste Film oder so, wo sie je gegeben hat. Aber das jetzt als schlechtesten Film anzustellen, I don't know. Du, das ist, glaube ich, einfach die Meinung von jedem Einzelnen Ja, ja, tatsächlich. absolut, 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 natürlich. Aber wenn ich es jetzt so mit dem vergleiche, wo ich mir ausgesucht, also was heißt ausgesucht habe, wo ich Mhm. mir aufgeschrieben habe, muss ich sagen, also dann schaue ich dreimal lieber Craven als der Scheiß, den ich dort angefangen habe. Das ist ja so, ja. Oh, shit, ich muss noch etwas schauen, weil ich sehe gerade, mein Bruder hat auch noch einen Kommentar geschrieben. Genau, ja. Und tatsächlich hat er mir per WhatsApp noch die Ja, Hausaufgabe geschrieben. ja, Ich muss so einfach schnell suchen. also, aber, Äh, ich lese schon mal, oder ich fasse es schnell zusammen, aber die Brüder haben gemeint, also der hat sich gefreut über unser Gelächter im Intro. ja. Das finde ich wirklich gut. ähm, Und Nummer 5 ist tatsächlich einer von seinen Lieblingsfilmen, so Oh Kindheits- und ja. Lieblingsfilm. Da hat er so ein paar Sprüche und so, Hey Laserlippe, deine Mutter war ein Das Cola-Automat. ist so geil. So Zeugs, das ist so, schon mega gut. Aber ja, also, was mich aber dann nachher zum Nachdenken gebracht hat, ist das, was er nachher geschrieben hat. Mhm. So, er findet die Szene besonders gut, wo der Nummer 5 mit seinem Erfinder redet und ihm eigentlich so der Blume sagt, hey, es ist doch richtig dumm, Krieg zu führen. Und ob er als Mensch das nicht wüsste. Vor allem, So. er sagt, er sagt mehrheitlich, ähm, Doktor der Philosophie weiß das nicht. Wer Mhm. ist ja, der andere ist ein Doktor von der Philosophie. Ja. Und das ist eigentlich schon, es ist, ja, eigentlich ist es dumm. Aber wenn man andere Filme anschaut, wie Marvel, wie heißt der, Age of Ultron, Mhm. da geht es eigentlich auch immer in die gleiche Richtung. Dass, er ist ja ein Verteidigungssystem, glaube ich. Und sagt dann, der grösste Feind vom Mensch ist halt einfach der Mensch. Punkt. Ja. Aber das ist auch so das Konzept, das ist halt auch nicht neu. Das haben halt Ja. so Filme schon selber ange... Ich meine, wie hat der geheißen? Ähm, wie hat der Film geheißen? Ja, Wargames ist doch das gewesen. Oh, Wargames, der Den ist muss auch ich so wieder mal geil schauen, gewesen, der war Mann. super gewesen. Aber das ist doch genau auch so ein Film, Ja, wo, wo das also, Computersystem das Waffenarsenal kontrolliert genau. und dann irgendwie. Ich weiß gar nicht, ich habe das so lange nicht mehr gesehen, ich weiß gar nicht mehr, was alles passiert. Ja, also sie haben ja dort eben was ist das, glaube ich, die NASA, die dort irgendwie dabei ist. Und die NASA, die irgendetwas führt oder so etwas. Und die haben nachher dann eben den Supercomputer. Mhm. Und tatsächlich hat fährt eben der Computer von durchdrehen. Und du denkst den Amerikanern drohen, hey, ich fange an mit Russland an Krieg führen, indem es er Ja. nachher dann die Atomraketen eigentlich loslässt. Und am Schluss tun sie eigentlich einen eigenen Computer gegen den Dings-Computer spielen, damit, damit er ihren eigenen Computer von davon lernen und dass es eigentlich schlussendlich scheißegal ist, wer anfängt und wer aufhört. Es ist einfach ein total Desaster und niemand gönnt. Ja, Das ist, glaube wegen ich, Quintessenz. Tic-Tac-Toe. Genau, Das ja. hat er Und in ihm dem doch Fall, dort gegeben. Sozusagen, er spielt das mal. genau. Und eben, er ist dann wirklich immer so, dass es praktisch, er lehrt und am Schluss gibt es halt nie wirklich einen Sieger. Und tatsächlich am Schluss siehst du dort nachher dann die Weltkarte, wie er probiert, die Sprengköpfe rauszulassen. Und du siehst halt einfach immer, dass niemand gönnt, dass es nachher dann einfach eben ein Unentschieden gibt. Mhm. Das hat echt gar keinen Sinn. Ich glaube, den muss ich mir auch wieder mal geben. Ja, es gibt ja, glaube ich, zwei. Es gibt ja einen zweiten davon. Ja, aber ich weiß gar nicht, ob Wargames nicht sogar vom gleichen ist, wie Nummer 5 gemacht hat. Da bin ich mir jetzt im Fall nicht sicher. Schon.
Ja. Ich muss ja gleich schnell googeln. Ah, mal, ja, ja. John Gell, das ist vom Badham. Gleichen. Ja. Ja, Ich glaube, der ist der so, hat die der ist gleiche so gemacht. Flair gewesen. Voll, ja. Tatsächlich. Okay, ich lese jetzt nicht 1:1 vor, was mir mein Bruder wegen der Hausaufgaben geschrieben hat. Ja, jetzt. Aber er hat geschrieben, weil Spotify ist so nicht die schlechtesten Filme und Serien von mir für die nächste Brotkastenfolge. Er hat eine Serie zu hat er, angefangen zu schauen. Ich habe die auch mal angefangen. Das ist irgendwie eine Serie, Ah. wo Tiere sich plötzlich gegen die Menschen davon Ja, aufhetzen. Er hat geschrieben, kein geiles Konzept, aber schlecht umgesetzt. ja. Aber hure wenig Budget gehabt. Und Film hat er geschrieben, Poor Things. Das weiß ich jetzt nicht, was es ist. Kenne ich null. Schreibt eine geile Story, die viel zu früh im Film aufgelöst wird und dann geht es nur noch ums Bürsten. Hure langweilig leider. Ah, das ist, das ist relativ neu. Erst vor 2 Jahren ist der rausgekommen. Stimmt. Poor Das ist mit Things. dem Willem Dafoe, Emma Willem. Stone, Mark Ruffalo. Entschuldigung. Mit denen ist der. Von dem habe ich mal einen Ausschnitt gesehen. Und der hat mir hure creep. Also nicht creepy im Sinne von gefürchtig oder so, aber so mega so strange. Also, so, what the fuck? Fest ist einfach der Willem. Der Willem Dafoe. Der kann mittlerweile spielen, was er will. Ich sehe bei dem nur noch den Green Goblin. So leid es mir tut. Ja, Das, gut. ich, Außer beim Leuchtwerder-Film. Dort ist. den habe ich Ah. tatsächlich noch nicht gesehen. Den habe ich noch nicht gesehen. Er hat dort einen hure geilen Monolog. Da gehört die Bühne einfach ihm. Da musst du sagen, okay, alles andere ist okay, Okay. aber die Szene ist super. Okay. Ja, ist egal welcher Film. Also, ich meine, Aquaman ist ja vorgekommen, John Wick ist ja kurz vorgekommen. Äh, ich seh einfach immer nur den Green Goblin bei ihm. Ich weiß auch nicht. Ja. Oder das Meme, wo er im Auto hockt und dort die hure Fritte ist. Aber ich glaube, das ist eben auch Spider-Man. Das weiß ich gar nicht. Wo er merkt, dass eben der Goblin auf ihn einredet. Aber. Ah, Dem- ja. Ja, da haben wir noch. Willst du die Nachricht von einem unserer Spezialisten vorlesen? Also, ich fahr mal mit dem Müserich an. Ja. Also, der Renegade. Renegade, vielleicht schnell so, also das geht jetzt nicht nur an Renegade, das geht auch an Blatsch. Ihr könnt im Fall Kommentare in einem Kommentar schreiben, wir müssen nicht 3 miteinander, gell? Also, nur so, also, weiß nicht, ob ihr es Love gewusst it. habt oder nicht. Nein. Nein, ist ja gleich. Ähm, das ist auch der, wo ich jetzt das Hühnchen muss rupfen muss. Nicht nur, dass er Tom Turbo, glaube ich, nicht kennt hat, ja. Er hat halt auch Nummer 5 nie gesehen. Und weißt du, also für den Beruf, den der Burst hat, sind das schon eine Bildungslücke. For real, am Sonntagmorgen habe ich eine Folge Tom Turbo gesehen auf dem ORF. Ey, ich bin fast gewängst drauf, wie schlecht So, dass dort Effekte sind. so früh bin ich gar nicht wach, dass ich die wahrscheinlich könnte schauen könnte. So, habe ich kein Problem damit. Ah. Nein, aber er hat Nummer 5 noch nie gesehen, aber Renegade, das empfehle ich sehr. Mhm. Alle Nummer 5 Filme. Und die Hausaufgabe hat er auch beantwortet, und zwar Film Cowboys vs. Aliens, hat er gesagt. Also das war so tief verschnaufen jetzt. Ja, ich sage jetzt nicht, dass ich den geschaut habe diesen Monat. Ach schon? Ich habe das Ja. schon lange nicht mehr gesehen. Mal. Ich habe mir von meinem Bruder ausgeliehen und gesagt, mal, den muss ich jetzt schauen. Aber tatsächlich bin ich mir noch am überlegen, ob ich den auf die Liste nehme, weil ich bin dort so müde war, dass ich eingeschlafen bin während dem Film. Oh wow. Das ist nicht wegen dem Film. Der Film ist super, finde ich. Er macht Laune. Es ist halt einfach genau das, was der Titel sagt. Ja, Cowboys vs. Aliens. Punkt. genau.
Und ich meine, für das hat er nicht einmal so einen schlechten Cast. Daniel Nein, Craig, meine. Harrison Ford. Ford, Olivia Wilde. Ja, genau. Mhm. Also von dem her. Der Ding spielt auch mit. Wie heisst der? Der Stinky, Igitt. Sorry. Das ist der bei der Green Mile mitmacht. Der Green Mile, und zwar der Sam Rockwell. Sam Rockwell macht dort mit. Jetzt muss ich googlen. Ich kann jetzt den Namen gerade überhaupt nicht. Ah, der! Der, der die Iron Man, der Böse gespielt hat bei Iron Man 2. Ja, Okay, genau, ja, genau. klar. Und bei Cowboy vs. Aliens spielt er, glaube ich, der Bartender oder so. Ja. Genau. Der Ding spielt doch, glaube ich, auch noch mit. Den habe ich auch schon mal erwähnt im Podcast, der Walton Goggins. Der finde ich Das auch ist so ein einfach, spezieller Schauspieler. Ich finde den mega gut. der ist mega gut, und für mich, der ist einfach in der Zwischenzeit, seit Fallout, ist der einfach für mich so der Cowboy-Guy. Ja, der spielt der Ghoul, ja. Genau. Ja. Ja, und aber auch so eine Clancy Brown, den hat man auch schon ein bisschen mehrmals gesehen. Mhm. Paul Dano, der immer wie mehr kommt. Gut, der spielt immer so ein bisschen einen Psychopath. Aber ja, es hat ein paar Leute da drin gehabt, Ja, wo man kennt. ist eigentlich noch gar nicht so schlechter Cast, ja. Nein, überhaupt nicht. Und eigentlich, ich finde die Story auch nicht unbedingt schlecht. Es ist halt einfach schwierig, dass sie, was ist es, knapp 2 Stunden 15 reinzuprügeln. Ja, Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Hauptproblem. Aber ja. das Also finde ich eigentlich nice ich to find den watch. Film auch nicht schlecht, ganz ehrlich. Ist jetzt nicht überragende, weiss ich was, aber den kann man ruhig mal schauen ab und zu mal. Genau, wenn du einfach willst, ein bisschen da hocken, ein bisschen schauen, wie Cowboys auf Aliens schießen und umgekehrt. Ja, Let's genau. go. Wenn du willst, Red Dead Redemption spielen, aber gleich irgendwie Science Fiction watch, dann let's go, gib die Cowboys vs. Alien. Du musst nicht Und dann einmal Cowboys und Alien. in Red Dead Redemption findest du ein UFO. Ich weiß. Spoiler. Nein, sag ich. Ja, Spoiler. Ja, einen haben wir noch. Ja, wir haben noch Nein, zwei. Zwei haben wir noch. Also, wir haben noch 3. Meine Mami hat mir auch noch geschrieben. Ah, okay, ja, dann hau raus. Da noch der Rest von der Hausaufgaben. Tremors und die Serie Mummins. Hat sie geschrieben. Der Film Tremors, die Raketenwürmer. Mutti! Nein! Ich meine, es ist kein Hollywood-Blockbuster, aber come on. Und die Serie Mummins. Mumins, das sagt mir etwas. Ich glaube, das sind da die. Komische, weisse Viecher da. Hey, von denen habe ich. Ohne Scheiß jetzt. Von denen gibt es einen Folge, dort haben wir Brüder und ich im Fall Angst gehabt davor. Wirklich. Nein, das ist. Warte schnell. Weird. Das habe ich schon ein paar Mal erzählt. Und zwar gibt es dort irgendwie mal eine Story von einem. Gruselig. Ja, da. Und zwar gibt es dort die Groke aus Mummins. Das ist irgendwie ein Viech, wo, wenn es die anlangt, frierst du sofort ein oder so. Ja. Und sie sind dann nachher eigentlich in dieser Hütte eingesperrt, und die Groke läuft so drum und das ist. Ich meine, what the fuck? Kleine Wurden Das hat ist- sich fast in die Hose gemacht, oder? Hey, wirklich? Ja, ich kann dir da mal schnell ein Bild schicken. Ich kann hier eingeben auf Google Mummins die Groke. Groke. Ich schicke es so schnell im Ja, Discord. jetzt, was du sagst, ich glaube, du hast schon mal darüber geredet, wo wir noch im Discord geguckt sind oder so. Und ich meine, wenn du das ein Kind anschaust, das ist hure Ja, gruselig. das Ding kenne ich aber. Das Das kommt ist mir bekannt vor, das habe ich wüst. glaube auch mal gesehen. Und das ist da schon gestört, und denkst du so, what the fucks? Da steht sogar, gibt ein Reddit-Eintrag, Mummins-Folgen vermeiden, die Angst machen. Was? Ja.
Als Kind habe ich die 90er-Jahre-Version der Mumins sehr gerne geschaut. Und jetzt, wo ich Vater bin, möchte ich meiner Tochter die Mumins vorstellen. Aber ich erinnere mich, dass einige Folgen etwas dunkel und beängstigend waren. Gibt es einen Episodenführer, dem ich folgen kann, um diese Folgen zu vermeiden und nur die netten Folgen zu sehen? Okay, Das ist krass. krass. Okay. Das ist, ja, das ist echt krass gewesen damals, aber eben, ja. Ja. Ja, mit, Ja. mit Mumins kann ich umgehen, mit diesem weniger. Tremors. Tremors, ja. Das ist einfach ein Klassiker, komm. Ja, das stimmt schon. Und sie hat tatsächlich noch eine Frage an uns, Oh, eine jetzt. zusätzliche, ich würde sagen, die tun wir am Schluss beantworten. Weil sie ist fragt nicht nach dem schlechtesten Film oder Game, sondern was ist und bleibt euch ein absolutes Lieblingsgame und warum? Ich würde sagen, das tun wir am Schluss Das von wird mich jetzt das ganze Ding durch beschäftigen, weil ich kann da keine Antwort geben. Ich weiß jetzt schon. Okay. Aber ist gut. ja, also Machen wir ich zum habe, Schluss. ja. Genau, da willst du den Plätsch machen. Echt den Plätsch noch fertig machen. Ja. Auch am Plätsch eben gilt das Gleiche. Also ihr könnt auch ein Ding zusammenfassen. Ich weiss, obwohl ich glaube, es kannst nur 500 Zeichen. Aber ich glaube, das hat auch reinpassen. Nein, aber der, der Blatsch ist unser grösster Kritiker, was die Laufzeit angeht. Tatsächlich. Ich bin mittlerweile ein bisschen hinten nachher bei seinem eigenen Podcast, den er ja zusammen mit dem Troy hat. Könnt ihr den mal reinhören. Chat Happens. Ja. Ähm, kann man ruhig auch empfehlen. Die sind nicht ganz so lang. Die könnt ihr auch ein bisschen schneller durchhören. Wir Aber haben den sind. länger. Das hat es Hullen gesagt. Mm. Aber recht hat er. Ähm, aber er freut sich immer, dass wir so lange Podcasts machen. Also, er freut sich. Ich habe heute noch mal kurz reingelassen, was ich das letzte Mal gesagt habe. Das letzte Mal habe ich am Schluss gesagt, dass man wird es länger gehen, weil sehr viele Serien fertig werden, von wegen, sie sind endlich komplett draussen und ich schaue Serien ja nur, wenn sie komplett draussen sind. Es sind doch nicht ganz so viel geworden, wie ich gedacht habe. Ein paar Ja. habe ich aber trotzdem. Also Blatsch, ich weiss nicht, ob wir die 3 Stunden knacken das mal, aber wir geben uns Mühe. Sag's mal so. Hatte und gab sich stets Mühe. Genau. Die Hausaufgabe hat Stella gefressen. Stella ist ein Blatsch und der Jenny der Hund. Ich hoffe, es war gut gewesen. Und auch er hat Nummer 5 nie gesehen. Schade. Ich frage mich, also, ich Ja bin gut, beim Ratsch, sprachlos. also tatsächlich, was mich halt, ja gut, ich weiß halt nicht, wie fancy er Synthi-Sound findet. Aber von der Musik her schon, also ich weiß Mhm. nicht, Nummer 5 hat einfach das fucking beste Intro, was es gibt. Punkt, Das Ende, stimmt, aus. das ist Da schwul kannst, gut. da kannst du einfach sagen, was du willst. Das ist einfach, Ja, als Junge vielleicht nicht, aber du wirst als Erwachsener einfach hart. ja. Okay. Ab 18 ist auch gestrichen und so, aber okay. Weißt du, hä? Nein, nicht gestrichen. Unter 18 ist gestrichen Okay, jetzt. okay. So harte Füße, weil wir unbedingt haben wollen dabei sein beim Ja, Bau von genau, dem genau. Roboter. Genau. Nein, zu der Hausaufgabe an und für sich schreibt er, falls er mal einen richtig schlechten Film gesehen hat, hat er es wieder vergessen. Ja. Verstehe ich. Also mir geht es mit Serien so. Aber er hat so gewisse Kriterien. Er hasst zum Beispiel, wenn Filme derart kompliziert sind, dass er keine Chance hat, mitzubekommen, was gerade läuft. Und da hat er ein Beispiel genannt, da muss ich sagen, ja, okay.
kann ich verstehen bei dem Film, und zwar Tenet. Yep. Yep. Also ich habe auch, ich habe ihn gut kapiert nach dem ersten Mal, als ich aus dem Kino rausgelaufen bin, aber ich habe ihn zweimal müssen schauen, bis ich wirklich so ein bisschen alle Feinheiten noch ein bisschen draussen hatte. Ich behaupte jetzt nicht, dass ich es nicht vollständig verstanden habe, aber Ja, aber das Grundtenor schon, ja. sind doch grundsätzlich so Christopher Nolan-Filme. Das ist das gleiche wie Interstellar. Wo ja auch, Ja, also respektive, wo du auf eine Art kannst schauen und du verstehst ihn. Und dann gibt es dann so eine Fantheorie. Und wenn du mit dieser Fantheorie den Film schaust, denkst du so, what the fuck, hat den ganzen Film nicht verstanden? ja okay, aber Oder das ist, andersrum das ist wieder verstanden? etwas anderes. Das ist so mehr so die Fan... Ja, ja. Aber so das, wo die Leute halt nur drinnen interpretieren. Ja. Das kommt halt... Aber Aber Tenet ist schon ja, eine Tenet... Mucke. Ich bin so gerade der andere noch am überlegen, wie der geheißen hat. Das ist doch auch vom Nolan. Ja, Memento! Oh Gott. Das ist auch so... Also, Blatsch, wenn der Tenet nicht passt hat, schaut Memento nicht. Nein. Der ist auch... Aber Der ist... das ist eigentlich so ein geiles Hey, Konzept. absolut. Und du hockst dort und denkst so, Alter, das ist eigentlich nur ein armer Sieg. Ja. Er ist nur ein armer Sieg. Aber also das Konzept vom Film an und für sich, der Film fängt eigentlich am Anfang und am Ende von der Geschichte gleichzeitig an und Ja. endet nachher in der Mitte davon. Genau. Und also ich hab den tatsächlich erst auf wie Geist gesehen. Ich auch. Aber vielleicht schauen wir nochmal. Weil ja, ich habe ihn auch hure kompliziert gefunden. Ich habe gedacht, wow, hä? Zuerst kapierst du es wirklich fast nicht. Aber ja. Überhaupt. Das ist wirklich, das ist heftig. Aber in dem Fall Platz, schau den nicht. In dem Fall. Nein. Ja, und dann einen haben wir noch, und zwar mein Schwager hat auch noch geschrieben gehabt, und zwar, er ist auch einer von denen, Nummer 5 hat er schon ein paar Mal gesehen, das weiß ich. Guter Mann. Bestes Zitat: brauche Input, keine Funktionsstörung. Das war ein Input, das weiß ich. Das Auch ein Input. brauche Input. Da fährt er von Büchern lesen wie ein Geflickter. Wärst du nicht auch gern ein Pfeffer? Ja. Das stimmt, können die Uhren auswendig. Oh, Die das Uhren ist so gut. sicher. Und der schlechteste Film, den habe ich tatsächlich nie gesehen. Simon Says. Simon Says. Ja, ist mit dem Dennis Rodman. Den habe ich nie gesehen. Sieht aber auch ein bisschen billig aus. Gut, der hat das IMDb-Rating von 2,7 von 10. Gut, wobei. Ich gebe nachher noch einen Kommentar Schlimmere. zu einem Film, den ich gesehen habe. Okay. Nein, nicht unbedingt, aber das muss je nachdem Alter und Effekt nichts heissen. Absolut, ja, ja. Und schlechteste Serie hat er gemeint, Flash Gordon. Und ich meine, da meint er halt wirklich die alte Flash Gordon-Serie. Ach, so ein schweres Gefühl. Bei Flash gibt es halt mittlerweile einige Serien. Aber Flash Gordon, so in der Art und Weise, gibt es ja nur so eine richtige, glaube ich. Die aus den 80er. Entschuldigung, die Ich aus den vermute 80er. es, ja. Genau. Wo sie durch das Bild durchgeflogen sind und hinten siehst du eine Wunderkerze brennen. So gut. Genau. Oh, wenn ich die Bilder gesehen habe, ich hure Bock drauf, wieder wo Masters of the Universe zu schauen, Mann. Aber der alt. Ja, ich weiß welchen. Das war liebig als Kind. Hey. Ja, aber jetzt müssen wir eigentlich nur unsere Dinge abgeben von unserer Hausaufgabe. Genau, ja. Und dann noch das beantworten von meiner Mami. Danke, Ja. Mami. Danke. Fürs Mutti. Kopfzerbrechen. Super, Wirklich? gut. Bin ich nicht gern. Also, ich kann ja schnell meinen schlechtesten Film sagen. Ich habe einen. Yes. Und zwar, den habe ich
Ich weiß nicht, ob das vor 3 Folgen war oder so, habe ich den tatsächlich erwähnt. Und ich habe mir wirklich den Kopf zerbrochen, welches ist der schlechteste. Und es ist mir einfach immer nur gerade der in den Sinn gekommen. Und zwar Warlord von diesem Jahr. Das ist der Film da mit den Elfen und weiss ich was und drum und dran, Ja. wo ich abgebrochen habe Ah, schauen, wo ich ja. gesagt habe, das ist so, was ist das für eine Brunz? Und habe aufgehört zu schauen. Weil wir haben vorhin, gerade vor dem Podcast haben wir kurz darüber geredet. Gehabt. Zum Beispiel Serie kann ich dir jetzt keine sagen. Weil wenn ich eine Serie anfange zu schauen und ich sage, boah, ist die scheiße, dann schaue ich gar Da nicht höre ich weiter. auf. Genau, das geht mir eben auch so. Und darum kann ich jetzt gar nicht sagen, ja, welche ist die schlechteste gewesen oder so. Also, ich könnte jetzt sagen, ja, ich habe die Blade-Serie anfangen und die ist halt schon, die ist schon ein Trash, aber ich habe sie nicht fertig geschaut bis jetzt. Ich kann sagen, die 12 Monkeys Serie ist, ja, ist so mittelmäßig, aber ich habe sie auch noch nicht fertig geschaut bis jetzt. Also, ja, 12 Affen. Ähm, ja. Zum Glück habe ich nicht geschaut. Also ich habe ja ein paar schlechte Filme geschaut, aber mit dem Hintergedanken, ich weiß, dass sie beschissen ja, sind, wie genau. da der Velocipreister oder wie er geheissen hat. Oh, Velocipastor. das Velocipastor, ja, wo ich weiss, okay, gut, der ist Trash, aber der ist so lustig gewesen, dass es schon wieder richtiger Trash ist. Aber eben irgendwie lustig. Tatsächlich, der Film, den ich als schlechtesten Film betitle, ist fucking Mutant Chronicles. Mutant das sagt mir nicht. Warte mal, das ist ja. Ah Mutant nein, Chronicles. das ist nicht der, den ich jetzt meine. Ähm, hat tatsächlich eigentlich gar nicht mal so einen schlechten Cast. Ja. Der Thomas Change mit der Ron Perlman, John Malkovich, glaube sogar äh, Sean Pertwee, also alles eigentlich so Leute, die man irgendwie ein bisschen kennt. Mhm. Und eins muss ich am Film geben. Die ersten 5 bis 10 Minuten, und dann habe ich wirklich müssen sagen, boah, okay, es ist nicht gerade das Geilste, aber es ist hure interessant. Und zwar sind das dann nachher eigentlich so Raumschiffe oder riesige Kanonen, die mit Dampf betrieben werden. Und du siehst eigentlich so eine Kriegsszene dort und dort ist, glaube ich, irgendwie das ganze Budget draufgegangen. In den ersten 10 Minuten. Und nachher dann habe ich da geschaut und der Rest vom Film ist einfach nur Müll. Okay. Weil sie tun irgendwie Krieg führen dort gegeneinander und machen nachher dann irgendwie ein außerirdisches Raumschiff auf, wo dann nachher dann eben so Mutants rauskommen und die gehen nachher dann draussen Leute entführen und sie zu Mutanten machen und dann gibt es noch mehr und es ist einfach völlig ja, ja. Was ich mir gedacht hast, gell? Vielleicht. Mal schauen. Auf Rotten Tomatoes hat er 17%. Auf IMDb 5,2. Ah, Ich doch? würde, Okay. ja. Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich hatte. Ah, ich habe geschaut und dann musste ich sagen, okay, die ersten 10 Minuten gibt er, der Rest vom Film ist Müll. Echt. Ja. Und die Serie hast du aber Wo, in dem Fall auch keine. nein, Serie habe ich dann von auch keine, weil, wie du gesagt hast, wenn ich eine Serie anfange zu schauen, dann schaue ich sie weiter, wenn sie mir gefällt. Wenn nicht, breche ich vorher ab. Ja. Ähm, tatsächlich, ja, als schlechteste Serie. Nein, weil irgendwie hat es ja gleich etwas, wenn du eine Serie weiter schaust. Also Ja, irgendetwas muss dir ja packen oder irgendetwas muss dir ja gefallen dran. genau. Das sage ich Und aber auch. wenn nicht, dann sorry, dann lass es sein. Genau. Punkt. Absolut. Ja. Ja. Jetzt haben wir schon eine Stunde gefüllt und wir haben noch. Ey. Wir haben noch nichts von unserer Liste abgearbeitet. Ey. Yes. Wenn wir noch der Mutti ihre Frage beantworten. Yep. Vielleicht bevor wir in unsere. Welches ist. Okay, ich rezitiere nochmal. Mhm.
Was ist und bleibt eures absolute Lieblingsgame und warum? Also, wenn ich vorhin gesagt habe, das ist eine Frage, die kann ich nicht einfach so beantworten. Ich habe mir die Frage auch schon, also mir ist die Frage auch schon gestellt worden, schon. Mhm. Und auch dort kann ich nicht wirklich können genau sagen, was, wieso und warum. Ähm, und zwar aus folgenden Gründen. Ich kann dir 3 Games aufzählen, die ziemlich sicher zu meinen All-Time Top 3 Favorites hören. würde gehören. 3 Games zu deinen Top 3, finde ich gut. Und zwar World of Warcraft, das begleitet mich seit boah, ja, gute 20 Jahre, ja, sicher. Allgemein Warcraft halt. Ich meine, Warcraft 3 und so, das Ja. hat schon in der Oberstufe und noch früher angefangen damals. Das wird das Universum sein. Ich glaube, wenn die es nicht komplett irgendwie an die Wand fahren, wird mich das begleiten, bis sie das einstampfen. Ähm, Ja. das zweite ist Star Citizen. Das viele belächeln das und schauen das ein bisschen mit kritischen Augen an. Und verstehe ich auch teilweise, also vor allem der kritische Blick. Es ist nicht unumstritten und auch ich bin nicht mit allem einverstanden, was sie machen oder gemacht haben. Aber das ist in jedem Projekt in einer gewissen Grössenordnung so. Mhm. Und ja, es dauert jetzt 10 Jahre oder noch mehr. Und das ist ein leidiges Thema, wo ich gar nicht mehr mag darüber diskutieren, wenn es jemand nicht unterstützen und nicht gut findet. Ja, das ist das gut, ist das dem seine Meinung. Für mich ist das eines der geilsten, ambitioniertesten Projekte, die ich kenne. Ich kann nicht sagen, dass es das allgemein ist. Meiner Meinung nach ja, wahrscheinlich schon. Aber ja, also das Game hat mir, ja, ich habe viel Geld reingesteckt, da bin ich ganz ehrlich. Aber das Game hat mir so viel Spielstunden gegeben, so viel Spaß gegeben, dass das lässt sich nicht mit Geld gleichsetzen. Und das sind so mehr so die Games so von wegen, ja, MMOs zum Beispiel oder eben so Sci-Fi, etwas, wo ich halt aus Leidenschaft unterstütze. Google, habt's Maul da hinten. Ich weiß nicht, was der jetzt da hat davon reden. Da. Entschuldigung. Lobeshymnen, der Google, halt bis ruhig. Ja, ich habe etwas gesagt, er hat es nicht verstanden, ich habe gar nicht mit ihm geredet. Ähm, aber wenn ich jetzt wüsste, ein Game oder eine Game-Reihe, ich nenne tatsächlich nicht direkt ein einziges Game, sondern eine Game-Reihe, wo ich müsste auswählen müsste, könnte ich es nicht sagen. Weil ich bin ein riesen Fan von der Mafia-Reihe zum Beispiel. Mhm. Mafia-Games, das ist etwas vom Besten, auch der neueste Teil, der ist super gut, das ist wieder so richtig wie früher. Es ist ein guter Mix zwischen, du kannst ein bisschen selber machen, was du willst, aber du hast die Geschichte, die halt erzählt wird und die ist super, die hat ihre Twists und ihre Kniffe drin. Die alten Mafia-Games sowieso, das ist für mich top-notch, was Storytelling angeht. Also das ist richtig gut. Mhm. Da werden jetzt sicher viel kommen, ja, aber du kennst die und das nicht. Ja, das mag sein. Das ist das, was ich kenne und ich liebe. Aber auch zum Beispiel Assassin's Creed. Das ist für mich eine der grandiosesten Spielereihen, die es gibt. Und auch das ist, also ist auch umstritten. Viele sagen, das ist scheiße, aber das sind halt nur so, ich nenne es da die Ubisoft Hate nachher Quatscher. Keinen Plan haben von nichts. Ähm, aber darum, ich kann dir nicht ein Game sagen, wo ich sage, das ist das Beste. Weil es so viel Gutes gibt, meiner Ja, Meinung nach. tatsächlich, ja. Ähm, ja, also ich kann eigentlich dem nur beipflichten, es gibt Haufen Gutes. Bei mir ist teilweise auch halt Haufen durch die lilane Brille gesehen. Ja, Also absolut. sprich auch Spiele, die ich früher mega geil gefunden habe, wo ich aber heute muss sagen, hey, ich bringe die nicht hin. Also eins von meinen All-Favorites ist ein völlig also eigentlich völlig unpopuläres Star Wars Game, dünkt es mir.
das haben tatsächlich nicht viele gekannt. Star Wars Republic Commandos. Und wer mich kennt, wer meine Streams verfolgt, weiß, entweder gibt es am 4. Mai Star Wars Battlefront mit Leuten und wenn die Leute keine Zeit haben, spiele ich einfach Star Wars Republic Commandos. Weil das ist einfach eines von meinen All-Time Favorites. Weil, ich weiß nicht, das ist halt einfach perfekt gewesen. Das hat Humor drin, es hat Spannung drin, es hat Drama drin, es hat einfach alles drin. Was einfach cool passt hat zu dem Star Wars und es ist mal ein bisschen düster gewesen, es ist mal ein bisschen brutaler gewesen und es ist auch Gottverdammt mein erstes Spiel gewesen, wo du einfach nur einen Klonsoldat spielst. Nicht irgendwie mit Jedi, du hast keine Macht drinnen, nichts. Also, du Du bist gehst einfach einfach nur... ein furznormaler bist Dude. richtig, Ja, ja. ja, ja. Richtig. Das Einzige, was du siehst von einem Jedi, ist ein Lichtschwert. Und das musst du auch zuerst noch finden. Ja. Und der Yoda siehst du am Schluss. Ähm, Das ist definitiv eins. Dann das Zweite ist tatsächlich, ja, immer weniger, aber Pokémon, das ist halt einfach das Spiel, das mich verfolgt hat, seit ich klein bin. Mein erstes eigenes Gameboy-Spiel war die blaue Edition. Und ich habe seither bis auf eine Generation habe ich alle gespielt. Ähm, Wobei ich bin ein 3-Generationen-Kind, also Third Generation, Pokémon, Emerald und Rubin und Saphir. Wie auch die neuen Auflagen finde ich immer noch die besten. Obwohl sie momentan so bei den neuen halt einfach mega nachlassen. Aber das ist ein Thema, wo wir, glaube gross können Glocke hängen, warum und wieso. Und es gibt auch schon genug Videos darüber auf YouTube, also da könnt ihr euch selber auch ein Bild machen. Ich bin gleich wieder eins von diesen dummen, von diesen dummen Grinden, wo es halt gleich wieder kauft, wenn es Neues rauskommt, mit der Hoffnung, vielleicht wird es ja noch mal besser. Und ja, also tatsächlich, das letzte Karmesin und Purpur ist ja auf der ersten Switch Katastrophe gewesen und auf der Switch 2 finde ich das perfekt. Ja, Also, ja. oder viel besser. Und das Dritte, ich weiss nicht, ob ich mit dem gerade den Sprung machen zu einer Kategorie, die wir haben, oder ob ich das für die Kategorie so aufbehalten. Ja, mach. Warum nicht? Tatsächlich, eben, wie ich auch vorher gesagt habe, der September war ein bisschen eine härtere Zeit gewesen für mich. Und ich habe einfach ein Spiel gebraucht, das ich richtig abschalten kann. Einfach in eine Welt hineintauchen, einfach weg. Auf jemand anderem mal eine Geschichte zu erleben. Und für mich gibt es keine bessere Geschichte als Red Dead Redemption 2. Hast du dir gedacht? Ich weiß nicht. Du kommst dort rein und du spielst den Arthur Morgan und ich weiß nicht, das ist einfach. Kennst du das? Du weißt, er ist eigentlich ein schlechter Sieg, aber irgendwie ist er auch sympathisch. Mhm. Die brechen das so richtig gut. Und das Spiel kannst du auf so viele verschiedene Arten spielen. Und tatsächlich gibt dir das eigentlich auch immer so ein bisschen das Gefühl, hey, egal wie alt das du bist, egal was du alles ein bisschen erlebt hast, du kannst dich immer noch ändern. Mhm. Das ist so ein bisschen meine Interpretation von diesem Game. Weil eben, du bist ja eigentlich als Gauner, kommst du eigentlich dorthin, hast schon deine Vorgeschichte gehabt und du lebst eigentlich so wie der zweite Abschnitt, so die Resignation bis zum einen Punkt, ich sage jetzt nicht welchen, das Spiel geht dann eigentlich noch mal weiter, aber ab dann hört mich Red Dead Redemption 2 auf. Mhm. Ja, ich weiß, was du Ja, meinst, ja. ich habe den nächsten Part nie gespielt und es zerriss mir jedes Mal das Herz bei diesen Szenen. Und Das ist schon, also Rockstar, was die dort, ich meine, ja. GTA ist geil, ist von der Story her geil gewesen, also, Mhm. aber was sie mit Red Dead Redemption 2 halt nochmal angebracht haben, ist unglaublich, ja. Ich, ha- Vor ich, allem, ich habe es nie ja. fertig gespielt, tatsächlich. Es zieht sich Nie. auch Aber tatsächlich genau. an diesen Szenen. Vor allem, es gibt einen Part, ich habe mit meinem Cousin darüber geredet, weil er hat gerade gespielt. Ich habe sehr viel so Inputs bekommen. Wir haben eine neue Mitarbeiterin, die hat über Red Dead Redemption 2 geredet. Mein Cousin hat es gespielt. Der Simple hat einen sehr guten Beitrag mal gemacht auf seinem Instagram-Account. Sorry, wenn ich da nochmal einen Shoutout mache, aber sehr simpel, der hat mich auch inspiriert dazu.
dass ich das Spiel einfach wieder mal vornehme. Mhm. Das ist wirklich, es ist halt einfach, du kannst dir, ich habe mich schon verwünscht, ich habe mich zur Nacht gemacht, bin vor der PC angeguckt, habe es gestartet und das ist so eine geile Landschaft gewesen. Ich habe einfach gemütlich dort mein Müsli gefressen vor dem PC und habe einfach nichts gemacht, das einfach Ja. genossen. Und es gibt so wenige Spiele, die können das. Ja. Ich bin auch der Meinung, zum Beispiel Star Citizen kann das. So einfach so im Weltall aussen sein oder irgendwie Dings und du hockst einfach da und genießt die Atmosphäre. Ja, absolut. Genau. Und eben, ich meine, du kannst da drinnen machen, was du willst. Ja. Auch wenn da Sachen ein bisschen fragwürdig sind, aber Red Dead Redemption, ich glaube, das wird auch eines von meinen All-Time-Favorites bleiben. Ja, das kann ich verstehen, dass das auf so einer Liste landet. Absolut, ja. Ja, ja. Definitiv. Genau, und so machen wir eigentlich gerade ein bisschen die Abschwenker zu den Games, hätte ich jetzt gesagt. Ja, voll. Oder Das willst ist... du mit den Serien anfangen? Nein. Das ist tipptopp. Das ist tipptopp. Machen wir Games zuerst mal. Okay. Wie viel hast du? Ich habe nur 5. Also ich habe schon eins gestrichen, da habe ich noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ja. 7. Ich bin ein bisschen ausschweifen gewesen. Das ist schon gut. Gewesen. Also ich weiss, wir haben sicher so 2, 3 wahrscheinlich gleich. Also 3 würde ich jetzt fast sagen. Wenn ich es gerade so richtig im Kopf habe. ich nenne es mal so. Im Universum rumgumpen, klettern und Fireball. Das war mein einziger Kommentar, den ich bei dem angeschrieben habe. Fireball mit 2 Ausrufezeichen. Ich habe noch Magic Missile und Freeze, habe ich tatsächlich geschrieben. Genau. Ja, ich glaube, nehmen wir das gerade. Major Arena. Ey, ich hätte nicht gedacht, dass wir so viel Spass daran werden Ja. an diesem Game. Ich habe gedacht, okay, das ist vielleicht so die erste halbe Stunde witzig oder so eine Stunde vielleicht maximal mit allen. Aber dass wir Richtig, so einen ja. Abend einfach so voll durchgepratscht haben, das war so gut gewesen. Vor allem, ich frage mich, wie viele Nachbarn haben wir genervt. Das wäre Einfach so nur mit scheiße. Fireball, Fireball. Magic Missile, Freeze, Freeze, Freeze. Und es ist einfach so ein paar Silhouetten, die rumgumpen sind, nur mysterisch. Fireball, Fireball. Es ist einfach so geil. Es ist so simpel. Es ist... Vor allem, es macht es halt einfach hure viel aus, dass du das kannst triggern mit der Voice. Ja, voll, hey. Voll. So unter dem Motto, was hast du dort für ein Z? Du steht da drauf, ja, Blink, fuck. Da wurde scheiß Blinken. Ey, vor allem das Geile ist, ich habe die ganze Session habe ich aufgenommen. Mhm. Die haben mir mal einfach Notizen gemacht, wie viele Clips was ich machen könnte, die ich lustig finde. Ich glaube, in der ersten halben bin ich etwa bei 20 Stück gewesen oder so. So gut. Und Ja. tatsächlich finde ich es so mega geil. Du stehst einfach irgendwann im Wald, es ist dunkel und plötzlich, dort hat es mich so verpratscht, wo du den Blink, also das ist so ein Teleportationszauber, wo du den gefunden hast. Und dann hörst du einfach nur Blink, so wirklich so richtig so geil. Ja, Und voll. dann siehst du einfach in den nächsten 2 Sekunden oben rechts Blackjack has died. Ey, dort hat Das es ist mich so vertatscht. Das ist mir 3-mal passiert. Ich habe den Blink gefunden in dem scheiß Lavaschloss. Ich möchte euch das für die, die es nicht kennen. Das ist ein Schloss, das ist auf einem Hügel und der Hügel ist eigentlich voll Lava. Einfach. Also, du hast so ein paar Steine, wo du so ein bisschen musst draufgumpen, damit du das, in die Burg kommst. Nicht Schloss, in die Burg. Und dann kannst du so Zaubersprüche finden. Und ich habe den Blink gefunden und der teleportiert dich, wenn du sagst, ein Stück führen. Was ich zuerst nicht gewusst habe, der teleportiert dich auch durch eine Mauer durch. Und ich habe den gefunden und gedacht, hure geil, was kann der? Blink, Blink, lande in der Lava. Und dort hat, ich sag dir, es hat wahrscheinlich ein riesiges Gelächter gegeben für die mich gehört haben, wenn das Voice nicht so schnell abgeschnitten hat. Weil Ey, du hast mich gehört, Blink, so voller Euphorie sagen. Was ich aber nachher gesagt habe,
keine Sekunde später, als ich die vorne rausgekommen bin in der Lava, war Blink! Fuck! Echt, genau Ey, die das ist einfach so so. gut gewesen. Und das ist mir 3-mal passiert. Weil ich bin wieder in dieser hohen Burg rumgesackt, habe den Blinkzauber gehabt und habe gedacht, geil, jetzt kann ich schnell vom einen Turm zum anderen durchblinken. Blink! Ja! Zack! Lava Das ist rausgelandet. so Und ich so, geil. nein, nicht schon wieder. Also, vielleicht allgemein, wir haben gar nicht erklärt, um was es in diesem Spiel überhaupt Ja, geht. genau. Also grundsätzlich Mage Arena, es ist von der Grafik her. Oh Gott. Ja, Die Grafik ist unter aller Sau, aber nichtsdestotrotz. Es geht eigentlich darum, du hast zwei Seiten, du hast Wizards und Warlocks, also Zauberer oder Sorcerer und Warlocks. Scheißegal. Also du hast Zauberer und Hexenmeister in dem Sinn. Du hast zwei Gruppen und du hast ein Zauberbuch und du aktivierst eigentlich deine Zauber, wo du gerade in der Hand hast. Also wenn du das Buch offen hast und dort steht drin Fireball, kannst du sagen Fireball und dann schmeißt du einen Feuerball. genau. Genau. Und das geht dann mega lustige Situationen, wenn du irgendwie auch dort stehst und sagst, ja, scheiße, jetzt ist schon wieder so ein hoher Fireball und der schießt es einfach, weil du gerade die Zeiten offen hast. Hey, das ist. Oder, oder du hast einen Treu, wo wir sind auf dem einen Insel gsi, wo du runter kannst, also in die Schlucht runter, mit Ja, mit dem Kristall. Und ich bin so okay. schlau gsi, habe gedacht, haha, Brain Move, ich setze oben zuerst ein Wurmloch. Und ein Wurmloch du kannst zwei setzen. Du kannst ein Worm und ein Hole setzen. Und dann hast du wieder so ein Portal. Ich habe oben ein Wurmloch gesetzt. Bin runter, der Troy war auch da unten. Dann habe ich gesagt, ja, weißt du, wir müssen nicht aufklettern. Ich kann einfach das Wurmloch noch anzaubern, dann können wir rauf. Ah ja, okay. Ich zauber das Wurmloch an, komme raus und ich habe das Wurmloch da oben so dumm angestellt, dass dort, so wie wir rein sind, wenn du so raus bist, bist du eigentlich gerade fast wieder das Loch runtergefallen. Ich habe das aber gesehen, habe gedacht, oh Scheiße. Und habe ihm treu noch gerufen, hey, musst du aufpassen, du kriegst gerade wieder runter. In dem Moment kommt er raus, läuft weiter, geht gerade wieder runter, ist gestorben. Ja, nein, fuck. So gut Ja, aber gewesen, es ist so gut gewesen. Und das Geile ist dann auch, wenn sie dort stehen und probieren, den Zauber zu wirken und es geht einfach Ja, nicht. Einfach so warm, warm. warm, Warm. warm, hole. Und es geht Oder, einfach nur oder lang. wer ist das gewesen? Ich glaube, der René ist Fireball, 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 Fireball. Irgendeiner hat mal hure Mühe gehabt mit dem Fireball. Ich glaube, das bin ich Oder gewesen. bist Nein, du ich habe das immer Mühe gewesen? gehabt mit dem Freeze. Mit dem Freeze. Ja. Bis ich nachher dann gewechselt habe und habe einfach nur noch gesagt Reis. Und dann ist es gegangen. Reis. Reis, Reis. Und ich weiss, wer das den Stein nicht mehr gern hat. Der Der Blatsch. Renegade. Nein, der Und Blatsch. Ich weiss nicht, wie manchmal dass ich den Blatsch mit dem hohen Stein verwischt habe, wenn er vor unserer Burg rumgehasselt ist. Dann und vor allem, der Blatsch ist immer gut gehört, wenn er mit dem Chat geredet hat. Weißt du, irgendwie vor der Burg ja. ist er sich so anschleichen, so eine Art und Weise fast. Hast du gesehen, musst du dann hat Rigi mit dem Chat geredet. Dann habe ich gewusst, ja, der Blatsch ist wieder rum. Dann habe ich rumgeschaut und ich so, Rock! Und wenn du im richtigen Moment, am richtigen Ort gesetzt hast, hat es den Spieler in die Luft katapultiert. Und so nach der zweiten, dritten Wahl hast du ihn einfach nur noch gehört, so hast du jetzt gesehen rumlaufen, so, Rock! Ja nein, nicht schon wieder! Das ist so gut gewesen. Das ist so gut gewesen. Ja, oder wenn du Blink hast, wie nachher dann zu einer anderen Burg geschlichen bist und ganz leise probiert hast zu sagen, Blink! Also hat es einfach alle gehört. Du bist nachher dann gleich drin gewesen. Es hat so nichts genützt zu flüstern, weil du hörst es trotzdem. Ich weiss nicht, wie manchmal, dass ich dich gehört habe, so plötzlich so. Ich habe gewusst, okay, irgendwo muss irgendeiner sein, da hörst du plötzlich irgendwo so Make raus. Blink, blink. Und ich so, wo ist er sich? Wo ist er jetzt wieder? Das ist so gut gewesen. Das ist so Also gut. Major Arena sehr Ah, zu empfehlen ja. mit Kollegen, ohne Scheiß. Selten so viel Spass gehabt für so wenig Geld. Ja, das kostet, glaube ich, irgendwie immer noch etwa 3 Stutz Ja, oder so. ja, wirklich. Ja. Oh. Ja, dann kommen wir doch gerade zum nächsten. Mit Kleidern haben wir gesagt. Ja, das ist zuerst ein Fiebertraum gewesen. Du. Ja. Das nächste Spiel, das wir dann, besprechen, ist Peak. Ja, aber Peak
Unlimited. Oh, gut, okay, ja, das ist speziell gewesen. Ich glaube, du hast es aber auch schon mal mit jemandem gespielt vorher. Ja, mit dem Barracks, mit dem Renegade und. Wer ist es denn noch dabei gewesen? Hey, jetzt weiß ich es gar nicht mehr. Wir haben auf jeden Fall schauen, dass wir 4 sind, die das noch nie gespielt haben. Ist ja nicht noch der Coolio dabei gewesen? Ist der Coolio dabei gewesen? Ich gehe jetzt schnell schauen, aber also Also, glaube nicht. während du suchst, also eigentlich geht es eigentlich nur Der darum. Troy. Ja, Ah, ja, mit dem stimmt. Troy, der Renegade und der Barracks. Genau. Genau. Wir haben das 4. Mal gespielt, haben wir gesagt haben, nein, wir wollen schauen, dass wir 4 Leute haben, die es wirklich auch nicht kennen. Dass wir halt wirklich nicht Mhm. irgendwie einen haben, der sagt, ja, wir müssen da durch, wir müssen hier und hier. Sondern wir haben es komplett müssen für uns entdecken. Halt. Genau. Und eben einfach das Ziel ist von diesem Spiel Klettern. Ja. Klettern an die Spitze und dann kommst du ins nächste Level oder ins nächste Gebiet. Ja, und Teamplay. Viel Ja, Teamplay genau. halt auch, ja. Genau. Ich habe es ja mit dem Faro gespielt, Mhm. also mit dem JC Faro. Wir waren noch das zweite hoch gewesen. Also das nächste Mal werden wir auch schauen, dass wir vielleicht ein bisschen mehr dabei haben. Weil tatsächlich, glaube ich, je mehr das bist, desto besser geht's. Und also, Ja. ja. Es kann natürlich auch chaotischer sein, Es tatsächlich. können auch zu viele Leute sein. Ja, ja. Aber dann ist die Chance grösser, dass mindestens einer es schafft. Außer sein PC stottert wie blöd. Party. Ja, stimmt. Nein, wir haben einen Mod gefunden. Also, Liza und der Party haben uns dann mal eingeladen für eine gröbere Session. Weil es gibt einen Mod, wo kannst unlimited Spieler rein tun. Ja, Wie viel sind wir aber dann es am sind Schluss nicht ganz gewesen? alle. Also du kannst gerne maximal 30 Leute, habe ich gesehen, Okay. meinte ich. Und ich glaube, wir Ja sind gut, etwas um aber die 20 rum fast gewesen, habe ich gemeint. Mal ja, geschaut habe. 20 Nasen, die durch in dem Spiel Ja. hineingehockt sind und probiert haben, einen Hügel raufzuklettern. Holy moly. Das Das ist Uff. ein schönes Chaos gewesen. Also Ja, ja, vor aber. allem im Discord die Idee, ja, wir reden nur noch alle im Discord, das ist einfach keine gute Entscheidung gewesen. Klar, Nein, definitiv nicht. das Problem war halt, der Party, irgendwie durch das sein Zeug abgestürzt war, hat nachher irgendwie das Audio gespackt. Er hat nicht mehr in-game, also er hat in-game nicht mehr gehört, was wir geredet haben. Mhm. Aber trotzdem, also tatsächlich ich, der Barracks und ich glaube noch 1, 2 andere, haben uns dann ausgeklinkt eigentlich aus dem Discord. Du auch? Ja, und der Renegade, glaube ich, Ja, auch. genau, der Renegade noch. Haben uns halt haben das Discord dann gemutet, haben trotzdem in-game geschnurrt und gemacht. Ist einfach viel easier gewesen, ist viel besser zu kommunizieren halt. Das Geilste war auch für die zweite Runde, wo die Nene ja aus dem Discord raus ist und sagt plötzlich: Hey, es ist schon hure ruhig da Ja, draussen. genau, ja. Dann schaut auch dort Äh. Nerdy Nene. Das war super gewesen. Ja. Aber das ist grundsätzlich, ich habe es eine mega coole Idee gefunden. Mhm. Ja, genau. Bei so etwas bin ich sicherlich wieder mal dabei, wenn ich angenommen werde. Ja, voll. Genau. Ja, dann kommen wir zum dritten Game in der Runde, wo wir zusammen gespielt haben diesen Monat. Wo wir mit dem BMW durchs Weltall geflogen sind. Ey. Das ist eine Session gewesen, ey. Ich habe genau gewusst, wo er geschrieben hat, ey, ich komme mit. Und ich dachte, ja, jetzt ist gut. Das wird etwas. Ja. Weil ich meine, Ja, erzähl. wir haben Jump Space gespielt. Ja, ehemals Jumpship. Genau. Also Wir haben, wir glaube ich, schon mal darüber geredet. richtig, wir haben das ja mal zu viert so ausprobiert, Demo damals. Ist halt nicht so groß gewesen, aber das ist jetzt im Early Access draussen. Und dann haben wir es gespielt. Es ist am Abend so 3-4 Stunden lang. Zusammen mit Mullen, mit mir, Yay! Yay! René? mit dem René. Und also der René, by the way, vom Alpen Gamecast, wenn wir natürlich so erwähnen.
Und mit einem Kollegen, wo ich, also mit dem Draghi, mit so 'nem Mr. Drax, wer den nicht kennt, den kenne ich schon seit X Jahren. Mit dem habe ich ja damals Twitch auch gemacht gehabt. Und er ist halt er ist eine Person, der ist alles ja, nicht gerade alles scheißegal, aber wenn der auftritt, dann ist Halligalli angesagt. Und Ja. das ist dann dort halt auch passiert. Und was aber Ja, auch gut ist, also es ist nichts Schlechtes. das stimmt. Ja, er hat schon relativ gute Laune mit reingebracht in dem Absolut. Sinn. Und hat aber auch dann auch noch abgeliefert Ja. nebenbei. Wie viele Schiffe hat er kaputt gemacht? 86 Ich oder weiß nicht, aber der 68 ist an oder dieser so? Kanone gehangen und hat nur noch geböllert dort 'ne Zeit lang. Hey, das war Scheiße. schlimm gewesen. Nein, geflogen ist er, Aber geflogen ist er dort. ja, Stimmt. geflogen und geschossen hat er. Ja. Während ihr zwei unten seid und ich bin die ganze Zeit auf dem Schiff rumgesäckelt und das Schiff Genau. das Feuer gelöscht, Zeugs repariert. Aber ich weiss nicht, ich habe das gefeiert. Ich feiere so Zeug. Ja, das ist mega gut, hey. Also, Mhm. das spiele ich auch. Es kostet auch nicht alle Welt, aber, das kann dir so viel Spaß. Ich schaue jetzt gerade so ins Discord und in mein, Steam rein und ich habe da easy 5 Leute, die am Jumpspace spielen sind gerade. Mhm. Und tatsächlich, sie hauen auch hure viele Updates und so raus im Moment. Ähm, Ja, das ist das, was ich eben auch aufgeschrieben habe. Sie müssen. ja, Weil definitiv. es braucht noch einfach ein bisschen Feinschliff. Also man hat es auch ein bisschen an der Mhm. Performance je nachdem angemerkt tatsächlich. Ähm, für das, was ist es nicht so wirklich mega gut gelaufen. Es ist okay gelaufen, also man hat es tipptopp können Mhm. spielen. Also das ist jetzt ein bisschen Mods auf höherem Niveau von meiner Seite her. Aber ich habe dann nachher einen Tag, 2 später eine Nachrichten von anderen bekommen, von Kollegen, die es gespielt haben, abseits von uns. Mhm. Der eine hat mich zum Beispiel gefragt: «Hey, habt ihr kein Problem gehabt mit Lobby und so?» Und Nein, wir wir haben nichts wir haben tatsächlich so. tipptopp können spielen, aber bei ihnen hat es anscheinend nur ein Problem, dass sie nach einer gewissen Zeit einfach wieder rausfliegen und so und sie haben alles schon probiert. Ähm, Mhm. aber Ja, ja, aber eben da haben sie jetzt irgendwie am 26. September haben sie schon auch da Online-Play-Issues und so. Also mhm. ich habe definitiv im Moment so ja, immer wieder mal ein bisschen Hotfixes raus. Sie haben jetzt auch global angekündigt, dass es ein Content-Update gibt. Ja, sie haben ja eine Mit, Roadmap rausgegeben schon. die ist Das riesig. ist Das ist krass, ja. recht so. Rechtsprogramm, das sie sich da Ähm, auferlegt haben. 9 Missions, die es neu gibt, Playable Sectors 50 plus, Unlockable Galaxy Regions, Ships to Pilot, bla 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 und so weiter und so fort. Also, eben, das ist ein solider Anfang, aber wenn sie Gas geben, könnte das etwas ganz Geiles werden mit der Zeit. Ja, voll. Absolut. Genau. Jo, Ja, also ich habe jetzt noch 2, aber du hast in dem Fall nur so eins mehr. jawohl. Eins mehr. Tatsächlich, ähm, ja, so oft, ich bin immer noch ein bisschen auf der Suche nach so einem Spiel, das ich einfach für mich so ein bisschen spielen kann. Mhm. Und da habe ich ein Spiel gefunden, so im Steam Sale. Das nennt sich Kaiserpunk. Und ich so, what the fuck ist Kaiserpunk? Und viele kennen ja Frostpunk und so. Mhm. Und tatsächlich ist Kaiserpunk eigentlich, wenn du so willst, also der Teil, den ich gesehen habe, weil ich finde, das Spiel ist auch scheiße riesig. Es ist, Okay. glaube ich, auch noch im Early Access. Und zwar ist das eigentlich ein Anno gemischt mit Risiko. Und zwar hast du du hast eine Map und auf dieser Map hast du Gebiete, die du für dich kannst beanspruchen. Und auf diesen Gebieten kannst du eigentlich so wie eine Produktionsstätte aufbauen. Also du baust Häuser, du baust wie bei Anno, du baust Häuser, baust Felder an, machst alles immer wie grösser. Die haben Ressourcenvielfalt bis zum Abwinken. Du musst dort irgendwie Gummi, Schrot, Blei und eins zu gucken, was alles machen. Damit du dann auf der oberen Map sozusagen wie Risiko eigentlich deine Figürchen kannst hin und her bewegen. Okay. Also du baust eigentlich auf der unteren Ebene eigentlich deine Militärressourcen auf, damit du nachher dann auf der oberen Ebene deine also deine Militäreinheiten kannst steuern und eigentlich mehrere Länder einnehmen. Ja.
Und tatsächlich habe ich an einem Samstagnachmittag einfach mal so 6 Stunden reingebuttert und und habe dann nachher das Spiel zum Crashen gebracht, weil ich so in dem inne war: „Okay, das muss noch schön so dahin“, und das ist immer wie grösser geworden und wie grösser geworden. Irgendwann schaue ich so oben rechts in die Ecke rein, 26 FPS. Okay, gut, ich mache mal weiter. 10 FPS, okay. Ja, ich baue noch eins, abgestürzt. So. Ich glaube, es ist noch im Feinschliff innen, aber es ist hure vielfältig. Wirklich krass. Ja. Und, aber es macht Spaß zum Zeugs aufbauen. Tatsächlich hast du auch viel mit Trade ein bisschen zu tun, dass du irgendwie Sachen einkaufst und gewisse Sachen verkaufst. Also es macht Spaß, wenn du so ein bisschen Ressourcenverwaltung und ein bisschen Kriegführung. Also ich fände es cool, wenn das ein oder andere könntest abschalten, jetzt einfach sagen, hey, ich will gerne einfach jetzt nur meine Base bauen, bis ins Unendliche. Ja, hat auf jeden Fall Bock gemacht, die 6 Stunden. Ja, nice. Ja, vor allem, wenn das am Nachmittag 6 Stunden einfach so reinbutter ist, ja. Ey, das, ja, Das, ja, das, das ist meistens ein gutes Zeichen. Man denkt sich so, Scheiße, jetzt habe ich 6 Stunden reingebraten. Aber eigentlich das ist eben geil. ist es ja geil, wenn dir etwas einfach so Spaß macht, dass kannst du dranbleiben. Voll Genau. geil. Ich mache jetzt gerade noch schnell eins weiter. Wir Ja. machen noch ein kurzes. Ich spiele momentan mit 2 Kollegen wieder Space Marine 2. Aha, okay. Ich habe es anders im Kopf gehabt. Ist gut, red weiter, Entschuldigung. die, die Bereitschaft jetzt, die ist so sensationell gewesen. Nein, ich spiele mit 2 Kollegen mit Space Marine 2. Es gibt dort einen neuen Modus, den wir am Ausprobieren sind. Ich glaube, den gibt es schon länger. Aber wir haben ihn noch nie gesehen. Also der Belagerungsmodus, wo du eigentlich so einen Überlebensmodus hast. Und holy crap, der hat es in sich. Holy Okay. crap, der ist schwer. Der ist wirklich schwer. Wir haben es jetzt bis jetzt noch nie geschafft, weiterzukommen wie der Ebene 15. Okay. Also ist das so wie so wellenmässig, wo immer mehr und mehr kommen, oder? Ja. Ja, einerseits das und zweitens wird immer wie schwieriger. Aber tatsächlich, du hast halt, also du sammelst eigentlich pro Runde sammelst du Punkte, je besser, dass du abschnittst, und du kommst dann also Zwischenmissionen über, wie zum Beispiel, hey, irgendjemand liegt da die und die Datei umgegangen, die holen, und da kommst du Punkte über und die kannst du dann investieren für ähm, andere Space Marines, die kannst du holen, die dir Bonus geben und dir helfen im Kampf. Du hast sonst auch Bonus, du kannst auch einen Dreadnought rufen. Einfach, der kostet einfach 2500 Punkte und du kommst, ja, vielleicht, ja, also du brauchst etwa sicherlich 10 Runden, bis du den hast. Oh, Und dann, wir haben am Anfang haben wir das zweite hoch gespielt und dann ist einer reingekommen und schreibt, wartet einfach bis Ebene 15. Und wir so, okay, gut, ja, easy. Hey, und Ebene 15, wenn wir den nicht gehabt hätten, dann hätte es so, also wir haben es einmal geschafft, aber nicht mit dieser Dreier-Konstellation. Er ist weiter geschafft an der die Stufe 15. Aber eben da, ohne dauernd random wären wir ganz leise gestorben. Und das ist momentan so unser Mittwochabend am Vertrieb. Macht eigentlich auch wieder Spass, dort so ein bisschen einfach reinprätschen und für den Imperator irgendwelche Gringe zu spalten. Das ist halt schon geil. Das ist halt schon geil. Ich sage, was du willst. ja, ich hätte gerne ein bisschen mehr Story bei dem noch. Mich interessiert die Story noch. Sie sind ja scheinbar dran am dritten Teil. Ach schon? Mhm. Okay, okay. Aber ja. Aber was hast denn du vorher so die Hand aufgehabt? Ja, Wegen ich ha Zusammenspielen? gesehen, was du glaub, gestern gespielt hast. Was im Moment irgendwie wahrscheinlich wegen einem ganz gewissen Streamer sehr so Ja, ein bisschen Aufkommen zu ist dem komme ich überall. dann schon am Schluss. Okay, gut. Will ich es schnell dir übergeben. Ich habe eigentlich nur noch eins. Ich habe eigentlich nur noch eins und dann noch das andere. Ja. Okay. Ähm, ja, wenn ich schon vorhin eine Story erwähnt habe, ich habe ein absolutes Prachtstück von einem Game weitergespielt. Und zwar Indiana Jones. Der DLC rausgekommen ist, der Orden der Riesen. Und absolut begeistert. Die Geschichte ist mega gut wieder. Es ist wie wenn du einfach das Game weitergespielt hättest.
Es gibt neue Rätsel, es geht um eine Nebengeschichte, die dann erzählt wird, wo aber Mhm. auch natürlich mit der Hauptstory vom Spiel eigentlich natürlich ein bisschen verbunden ist. Ähm, Ich habe es mega interessant gefunden, aber auch die Rätsel sind gut gewesen und nicht zu einfach. Ich spiele es Mhm. auf einem Modus und das ist bei Indiana Jones ein bisschen speziell. Du kannst so verschiedene Schwierigkeitssachen einstellen, zum Beispiel, wie willst du deine Rätsel und so haben, in was für einer Yep. Schwierigkeit oder wie viel Hinweise und weiss ich was. Und auch, wie willst du den Kampf haben. Also du kannst da wirklich Okay. recht nice einstellen. Und ich habe gesagt, bei Story Games muss ich nicht irgendwie gut kämpferisch reinschwitzen. Ich habe gesagt, Kampf, mach mal easy oder so. Aber Mhm. dafür habe ich mehr Spass also ein bisschen an den Rätseln, ein bisschen rumhirnen. Ja, okay, wie funktioniert das? Wie muss ich das kombinieren oder so? Und das habe ich bei Tomb Raider Games schon immer mega gut gefunden. Das Und finde ich aber mega cool. ja, voll. Und jetzt auch eben der DLC. Es ist nicht lang. Ich glaube, ich habe oh, 5 oder 6 Stunden gehabt, glaube ich. Kostet aber Schon jetzt auch nicht gut. alle Welt. Kostet, glaube ich, 20 Franken, der DLC selber. Finde ich fair. Ja, absolut. Finde ich Also, fair. nein, aber es ist eine interessante, nette Geschichte, die erzählt wird. Mit wirklich ein paar Rätsel, wo ich doch auch ein bisschen müssen hirnen und ein bisschen kombinieren und so. Das war wirklich nice gewesen. Ich hoffe, es kommt noch mehr. Also, das könnte tatsächlich sehr nice werden, wenn Mhm. da wirklich noch mehr kommt. Also, ich würde mich freuen. Das war so ein bisschen mein Story-Game, gewesen, nachdem ich Mafia endlich, was heißt endlich, nachdem ich Mafia beendet habe. Genau. Oh, eins habe ich gar Nice. nicht aufgeschrieben. Sehe ich gerade. Aber ich erwähne es mal nur kurz, so wegen Story. Ich habe Mhm. Dune noch weitergespielt. Dune Ah, ja, hat auch ein stimmt, ja. Update bekommen. Hat, ist Kapitel 2 von der Geschichte ist rausgekommen. Und auch die hat mich wieder völlig gefesselt. Ich habe sich im Stream gespielt, aber tatsächlich nicht alles. Weil ich habe halt auch gemerkt, ja, Dune ist jetzt nicht etwas, wo alle zusammen so mega interessiert. Vor allem das Spielprinzip ist halt, ja, Schon ein Looter-Shooter eigentlich, oder? ja, nein, nicht einmal wegen dem, sondern so das Geschichte erzählen, es ist halt viel lesen und viel zuhören nur. Ja. Und es ist halt sehr viel, ja, gang dort hin, mach schnell das und dann gehst du wieder zurück. Gang wieder dort hin, gang wieder dort zurück. Gang wieder da hin, gang wieder dort zurück. Gang da hin und dann kommst du wieder zurück. Und das ist so, ich weiß, ich verstehe es völlig, das ist zum Zuschauen und so natürlich nicht so wirklich interessant. Ja, also eben, es ist halt, es fühlt sich auch ein bisschen statisch an, gell? Genau. Das bisschen. Und darum habe ich Da, das tatsächlich auch offstream ein bisschen gespielt von der Geschichte her. Aber es gefällt hm, mir mega. Also das Kapitel 2 ist mega interessant, hat auch wieder ein offenes Ende. Ich glaube, im Frühling soll es dann weitergehen. Ähm, und das nächste Kapitel. Und das läuft ja alles. Also die Frage von der Geschichte ist ja eigentlich immer die grosse Überfrage, was ist mit den Fremen passiert? Also mit denen, mhm. mit den eigentlichen Einwohnern oder mit denen, die in der Wüste leben, in Arrakis. Ähm, und ja, man findet Sachen über seinen Charakter raus, man findet Sachen über die Welt raus, über die Charaktere dort selber und so. Und ja, ich finde es mega interessant. Also, Wieso triggerst du mich mit Arrakis? Bei mir kommt gerade die Werbung drin, wo sie schreien, Salakis. Salakis, Gegen so einen scheiß Käse, Mann. du hast Probleme. Ja, definitiv. Nein. Definitiv. Ja, nein, das habe ich nur kurz. Ich habe gesehen, ich habe es nicht aufgeschrieben, aber es ist auch nicht so. Also ich muss das da nicht gross erwähnen, tatsächlich. Ich habe genug über Dune geredet. Aber so Du wegen Mann. Story Games und so, darum hat es gepasst. Ja, was hast du noch? Äh, Ich habe tatsächlich noch das Spiel, wo ich im Stream zocke. Und ich finde das überraschend mega geil. Und auch niemand hat das irgendwie auf dem Radar gehabt. Und viele sagen, hey, das sieht wirklich hure gut aus. Evil West. Ja, Ich habe das auch auf Stream Sale habe ich das gesehen und dachte, oh geil,
super Cowboy mit irgendwelchem Steampunk-Shit. Gar nicht. Gekauft. Und da habe ich gesagt, ja, komm, ich zocke das jetzt einfach mal im Stream in. Und es ist eigentlich ein Game, wo du einen Cowboy spielst, der eigentlich gegen Vampire kämpft. Mhm. Also, das ist Punkt Nummer eins. Du bist eigentlich wie so ein Monsterjäger, also eigentlich wie der Geralt von Riva im Wilden Westen. Und mit irgendwelchen speziellen Tools die Vampire vertatschen. Später kommen dann noch andere Monster dazu. Du kommst auch immer neue Waffen über. Ich habe jetzt so einen sauren Kreuz, wo ich das irgendwo in die Luft kann heben und dann blende ich alles. Und es ist, das ist schon hure heftig, wie du die Viecher voneinander rupfst. Und es hat auch, es hat auch ein bisschen Story dahinter. Ist jetzt aber wahrscheinlich so ein bisschen zweitrangig. Aber ist eigentlich auch nett zum Zuhören dort. Die Geschichte wird eigentlich gut erzählt. Für die Leute hat es, glaube ich, ein bisschen viele Cutscenes drin. Aber ich finde es eigentlich noch easy. Also für mich macht es ultra viel Spaß. Dort hat einfach irgendwie die Vampire go vertatschen, nicht mit dem Gewehr oder so, sondern wirklich mit den Fäusten. Fäuste verteilen. Und ja, also kann sich jeder mal gerne geben, ohne Scheiß jetzt. Alle, die so ein bisschen auf das Zeug stehen, sind halt immer so Schlauchlevel, wo du von A nach B laufst, ein bisschen Rätsel löst. Also ja, ein bisschen Rätsel, so ein bisschen, hey, ich gehe jetzt dort und dort hin, komme dort und dort so rauf. Aber ja, es ist eine nette Unterhaltung tatsächlich. Ich glaube, der Chat feiert so, wenn ich dort die Dinge vertatschen. Reinprügeln. Reinprügeln. Ich habe der einisch, glaube ich, das ist halt mein Ich weiss, die Weak mein Point. Weak Point. Ich verwünsche manchmal Rollen nur noch so in der letzten halben Stunde, bevor er wieder weggeht. Also zu gottlosen Zeiten muss live gehen. Ja. Nein, du alles gut. Du, einer muss auch am Sonntagmorgen streamen. Da Ja, bin ja, ich halt das, das. das ist ja gut, ja. Ähm, ich habe das angeschaut und ich bin ja, ich mag ja eigentlich Western-Zeug, so Cowboy-Scheiß und Mhm, mhm. so Zeugs bin ich eigentlich voll dabei, aber ich habe das Gameplay gesehen und habe gedacht, das ist mir. Ich will jetzt nicht sagen, es ist zu viel. Wie sagst du denn schon wieder? Beat'em up, Second Ja, Slash. Es ist nein, halt einfach, ja. es hat, wenn ich das Gameplay gesehen habe, ist mir instant Elden Ring und all das Zeug eingefallen. Weißt du, so die Spannend. Kämpfe und so und vor allem gegen die Grossen die ganze Zeit. Zweimal drinnen prügeln, ausweichen. Zweimal drinnen prügeln, ausweichen. Zweimal drinnen prügeln. Und Ich, das ist, ich weiß auch nicht. ich würde jetzt eher sagen, nicht wie Elden Ring, sondern eher wie so ein Devil May Cry. Okay, ja. Weil du hast dort halt auch, du hast dort deine Wege, wo du musst gehen, du hast deine Ausrüstungspoints und weil Elden Ring ist eigentlich immer ein Open World in den meisten Fällen. Und das andere ist halt wirklich, du gehst von A nach B. Ja, ja, ja. Und du hast eben so ein bisschen deine Hürden meistern. Also ich gebe dir recht, das ist, für mich her ist es auch so ein bisschen wie ein Ding, eben, also wenn es recht willst, ja, es ist so ein bisschen wie ein Devil May Cry. Du gehst zum nächsten Punkt, vertätschst ein paar Monster, gehst zum nächsten Punkt, vertätschst ein paar Monster. Ende vom Level kommt irgendein Boss, den du verklopfen musst. Nachher heisst es, hey, du musst dort und dort hin, gehst wieder in den nächsten Schlauch und machst eigentlich das Gleiche. Mhm. Aber ich finde es geil. Ja, das ist ja gut. Das will ja gar nicht schlecht reden. Und eben, ich finde es aber krass, dass viele Leute eigentlich, also respektive jetzt ein paar gehabt, die gesagt haben, hey, sie fänden das eigentlich mega geil, aber sie kennen das Spiel gar nicht. Ja, mir sagt es auch nicht. Ich habe von dem noch nie Ja, aber etwas ja. gehört. Ja. Nice. Nice. Also ich habe noch eins, hast du auch noch eins? Ich habe noch eins, ja. Also. Du hast vorhin so schön erwähnt, du hast also ein neues Go-To-Game gefunden gehabt, mit Dings. Red Dead Red Dead Redemption. Redemption, ja. Habe ich auch gehabt. Ich habe es mittlerweile ein bisschen durchgespielt, könnte man sagen. Ich habe den Car Dealer Simulator gehabt. Und ja, das tönt im ersten Blick oder im ersten Moment ein bisschen so,
Und ja, es ist nichts Kompliziertes, es ist ein mega einfaches Spielprinzip und es ist ein Simulator in der Art und Weise, wenn man halt sehr viele andere auch kennt. Aber es ist einfach für im Moment hat das einfach mega gepasst für mich. Ich habe am Abend, wenn ich keinen Bock habe, irgendwie irgendetwas anderes zu machen, habe ich das Game angeschmissen, habe dort 1 Stündchen gespielt, vielleicht 2, wenn es hochgekommen ist. Und dann habe ich es wieder abgestellt. Und das ist bin vielleicht noch im Discord gehockt, ein bisschen geschnurrt mit den Leuten. Das ist genau einfach das Richtige gewesen, um einfach ein bisschen Mhm, etwas zu daddeln. Und genau. das Game, aber es ist mega einfach, es ist nicht gestresst, nix. Es geht darum, du hast eine kleine Autogarage, du kaufst ein Auto, reparierst es, bereitest es auf vielleicht, verkaufst es, kaufst das Auto, reparierst es, bereitest es auf, verkaufst. Dann kannst du irgendwann, hast du ein bisschen Geld gesammelt, ein bisschen gespart, dann kannst du deine Garage erweitern mit neuen Tools, mit neuen Abteilungen, dann plötzlich eine Waschanlage hier und lackieren die und da und dort und so weiter und so fort. Irgendwann kannst du Mitarbeiter einstellen und ja, irgendwann ist es ein Autohaus mit einer riesen Werkstatt und kannst Autos kaufen, reparieren, aufbereiten, verkaufen. Und das ist einfach Ah, mega gemütlich. Es ist einfach wirklich ja, voll gechillt. eben, manchmal brauchst du das halt einfach. Ja, Einfach so ein bisschen. Meine früher war es bei dir, glaube ich, so ein bisschen der Farming-Simulator auch gewesen, oder? absolut, ja. Absolut. Also, der Car Dealer Simulator ist es nicht ganz in dem Ausmaß. Ich meine, Farming Simulator habe ich doch ins Exzess Paar. getrieben. Ja. Aber ja, es ist einfach so, aber das Game einfach für so zwischendurch. Einfach ein bisschen Kopf abschalten, ein bisschen etwas schnurren mit jemandem oder vielleicht auch nicht. Einfach einen Stream nebenbei laufen lassen und dann etwas zocken. Das Ja, ist für den Moment tipptopp gewesen. Jetzt habe ich ein anderes das ist gefunden, super. aber da müsst ihr jetzt warten bis nächstes Mal, bis ihr das dann herausfindet, was es ist. No. Soll Hm. Ja, da kommen wir noch zum Letzten. ich den Namen sagen? Ich habe es unten noch reingeschrieben, was ich bin bei mir im Genau, Titel. der Megabonk. Ja, ich habe ich habe am Freitag ich habe es wirklich über den Mittag mir etwas zu essen gemacht und meistens schaue ich dann noch ein bisschen schnell ein YouTube-Video, bevor ich wieder von arbeite. Und habe gesehen, also ich habe das schon mal gehört, das Spiel im Megabonk und habe das nachher dann beim Hand of Blood gesehen. Mhm. Und da hat er da geschrieben, hey, das ist mega gut und das ist ein Indie-Game und habe gedacht, hey, ich gehe mal gut reinschauen. Dann habe ich gedacht, hey, mal, ist so ein Null-Brainer, let's go. Und die das Spielprinzip nicht kennen, es ist eigentlich, viele kennen es als Vampire Survivor, gibt es einfach in 3D. Also sprich, du spielst einfach eine Figur und deine Attacken oder deine Angriffe, die du machst, passieren automatisch. Also es ist einfach immer ein Schlag und dann wartest du wieder eine Sekunde und dann machst du den nächsten Schlag und tatsächlich, der Megabank ist dann so, du bekämpfst die anderen Monster, sammelst Energie und sammelst Sachen, Items und wirst eigentlich immer wie besser. Mhm. Und tatsächlich hat mir das so verdammt hure geguckt. Ich habe mir das am Freitag gekauft. Ähm, ich bin am Samstag den ganzen Tag nicht rum gsi. Den Sonntag habe ich da ein bisschen investiert und ich bin jetzt bei 14,1 Stunden. Ey, Okay. ich habe so reingesuchtet und es macht so viel scheiß Spaß, das Spiel. Ich hätte es nicht gedacht. Obwohl du eigentlich bis auf eben Rumlaufen eigentlich nichts machst. Und tatsächlich, das Krasse ist, ich meine, du stehst dort irgendwie 100 Gegner gegenüber, teilweise oder noch mehr. Mhm. Und die PC kratzt das null. Also, das ist Ja. ohne Scheiß, ich finde, es ist jetzt nicht mega krasse Grafik, aber ich meine, du hast, je nachdem, was du für Waffen hast, du hast den Boden, der brennt, das Schwert, das rumfuchtelt, irgendwelche Raketen, die rumfliegen und immer wieder neue Gegner, die kommen und noch mehr und noch mehr. Eben, es ist jetzt nicht
mega krass. Es ist halt ein bisschen Pixelgrafik. Aber es ist performancemäßig hure robust, Ja. finde ich jetzt. Ja, ich has beim Hand of Blood habe ich so ein paar Mal gesehen, wo er es gespielt hat. Mhm. Ähm, also ja, es sieht nicht grafisch so aufwendig aus halt. Nein, Also, nein, nein, was nein, aber nichts überhaupt Schlechtes nicht. muss sein. Ich meine, eben, Majorina hat schlimmer ausgesehen tatsächlich, Das definitiv, ja. aber ich habe das gesehen, ich habe zuerst gedacht, was dadurch finde ich den Kanal vom Hand of Blood mega nice, weil er spielt hure viel so Games. Einfach so, Ja, das ich stimmt. probiere jetzt einfach mal das Game aus. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Und dann ist es absolut genial. Weil jetzt eben Mhm. Megabonk hat Turin wahrscheinlich, ich weiß es nicht, aber hat wahrscheinlich Turin jetzt einen rechten Push bekommen durch das halt. Weil das so Ich viele jetzt glaube, gesehen haben. ich glaube im Deutschen definitiv. Ja, Und eben, ich finde es halt auch cool, der Spiele gemacht hat, der postet jeden Tag irgendwie wieder ein Video von einem, der ihm schreibt, hey, Alter, ich habe die Spiele geschlossen. Weil sie irgendwie wieder, weiss nicht, irgendetwas gefunden haben, wo sie instant einfach, respektive innerhalb von den ersten 5 Minuten die ganze erste Arena zum Brennen bringen. oh wow. Oder? Finden sie irgendwie Glitches raus, weil du hast verschiedene Charaktere und der eine ist irgendwie so ein Skelett mit einem Skateboard. Ja. Gibt auch irgendeinen Typ mit einem Hoverboard. Und wenn, glaube ich, irgendwie immer im richtigen Takt springst und zum Beispiel einen Berg oben runterslidest, wirst du hure schnell. Und dann kann es auch sein, dass sie es über die Map rausspickt und so Zeugs. Oder es gibt auch die Fähigkeit, die du kannst verbessern kannst, dass du einen Rückstoß hast. Das heisst, wenn du schlägst, geht der Gegner eine Zeit, einen gewissen Meter weg. Und dann kannst du verstärken. Und sie haben da irgendwann einen Gegner gehabt, wo plötzlich auftaucht. Und plötzlich ist er weg gewesen, weil sie ihn so weit weggespickt haben, dass er einfach nicht mehr im Spielfeld ist. Frei. Und es ist halt einfach auch so wie so ein kleines Meme-Game tatsächlich. Und ich finde es super, ich finde es super. Und es ist eben so ein Null-Brainer, wenn du einfach mal so ein bisschen auch, einfach nur willst, ein bisschen go deine Silberding farmen, hockst schnell 10 Minuten hin, machst eine Runde fertig. Ja, ja. Oder wie ich, hockst hin und dann spielst du irgendwie 8 Stunden am Stück. Warum nicht? Genau. Warum nicht? Warum nicht? Ja. Doch gleich. Hast du nichts Dümmeres Und, gemacht, da, sage ich immer. und tatsächlich gibt es auch einen Hammer, wo heisst Megabonk. Und der geht eigentlich random irgendwelche Gegner angreifen und du hörst immer das Bonk-Geräusch. Es Okay. ist so gut. Darum Megabonk. Sie. Ja. So gut. Ich glaube, da wären wir durch mit den Games. Ey, ja. Games abgehakt. Und tatsächlich auch nicht mehr. Obwohl, einen kleinen Ausblick wollte ich geben, was Games angeht. You know what time it is. You know what Ja. time it is. Also ich muss sagen, die nächsten paar Monate, ich will jetzt nicht zu fest aufhypen, aber die nächsten paar Monate könnte Wird es ein bisschen eintönig. game-technisch... Nein, nicht einmal. Aber es könnte game-technisch recht geil werden. Diese Woche, am Freitag, 10. Oktober, kommt Battlefield raus. Mhm. Leider diese Woche, weil ich habe das Wochenende schon Zeugs vor, aber am Freitag, ich sag dir, am Freitag um 5 Uhr steht da einer oder hockt da und in Vollmontur und wartet. Da wird in die Geil. Schlacht gegangen. Und nächsten Monat, jetzt halt im November, hey, ich meine Anno. Auch. Was Demo nochmal spielen, sie hat gerade heute habe ich gesehen, hat es ein Update gegeben, aber da freue ich mich sehr drauf tatsächlich. Darfst du jetzt 2 Stunden am Stück spielen? Ey, das weiß ich nicht. Ich hatte mit dem nicht einmal so ein riesen Problem, muss ich sagen. Das stresst mich gar nicht so groß. Aber das ist so ein kleiner Ausblick, was so Games diesen Monat Ja. noch. Es kommen sicher auch noch andere. Mhm. Aber das sind so die zwei, die ich jetzt gerade so bei mir auf der Liste habe, die ich sicher spielen will. Ich bin gerade auch meine Wunschliste am durchschauen und ja, tatsächlich, bei mir muss ich auch bis im November warten mit 2 Spielen, besser gesagt mit einem DLC und einem Spiel, das rauskommt. Okay.
Tatsächlich der Contraband Police DLC. Ach, zu dir Und sie über? das kommt ein DLC über, und zwar ein richtig grosses. Mit Multiplayer? Das leider nicht. Also. Das finde ich schade, das leider nicht, aber Contraband Police Crimson Fall 40 Quartal 2025 ist angeteasert. Okay. Du kannst ganze Büsse auseinanderrupfen, es kommen Frauencharakter kommen drin vor, du hast glaube ich einen Hund, den du mitnehmen yep. Und das andere geht etwa in die gleiche Richtung, Quarantine Zone. Ja, weiß ich welches. Genau. Und das sind ja genau so ein bisschen meine Spiele, die ich lustig finde. Und genau, dann geht es ein ganzes Stückchen, bis bei mir wieder mal etwas rauskommt. Was wir vielleicht noch schnell erwähnen müssen, das Game, das diesen Monat rauskommt, ist Escape Floor 13. Stimmt, Ja? stimmt. Dürfen wir natürlich Escape ruhig auch Werbung machen. Das ist Richtig. ein kleines... 24.10. Genau, das ist ein kleines erstes Game von Barracks. Vielen wird Von Fit wahrscheinlich and Crispy. ein Begriff sein, genau, von Fit and Crispy Games. Das gehört dem Barracks. Ist es ja, Horror-Lauf-Simulation schreibt er da, Mhm. Rätsel. Es gibt eins, das nennt sich. Das ist irgendwie mit so einer U-Bahn oder mit irgend so einem Gang, wo du immer wieder musst, wo du, glaube 8 Gänge musst durchlaufen und musst immer da wieder schauen. Das Spielprinzip ist nicht neu, aber es ist sein erstes Game, das er so gemacht Ja. hat. Und das Ziel ist eigentlich, du musst aus dem 13. Stock entkommen. Eigentlich. Mhm. Du bist in einem Hotel, musst aus dem 13. Stock raus. Ähm, ja, vielleicht überlebst du es, vielleicht nicht. Tatsächlich, ich glaube, das hat früher ist es mal angekündigt worden unter Silent Hill Was? oder so. Hä? Das, was du meinst, wo du eigentlich immer den gleichen Gang durchlaufst und es passiert nachher dann noch andere Silent Hill ist Sachen. eine ganz andere Horror. Genau, aber sie haben es Silent Hill genannt am Anfang und Ah, dann haben sie es nachher müssen umbenennen. Also ich mag mich erinnern, ich hatte es darum damals geschaut, was glaube der Gronk gespielt hat. Wo du eigentlich immer durch eine Tür reinkommst, dann laufst du vorne, dann einmal drumherum und du hast irgendwie so 2, 3 Türen, die du kannst aufmachen und da passieren halt immer wieder mal mhm. Sachen drin. Aber so In eins hat es diesem, auch schon mal gegeben mit Silent in Hill. diesem kannst du keine Türen aufmachen. Es ist eigentlich, du laufst an einem Gang entlang, gehst um eine Ecke, gehst wieder um eine Ecke und du bist eigentlich im identisch gleichen Gang wieder, Mhm. aber halt eben doch nicht vielleicht. Ja, ich weiß aber nicht, aber es hat, also ich bin mir 100% sicher, es hat es auch schon mal gegeben bei Silent Hill. Oder es hat auch mal früher so geheißen. Ja. Ähm, Floor Game oder so, oder keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, das Game kommt am Genau. 24. 10. raus und geht euch doch auf die Wishlist oder so. Das hilft unter anderem am Game natürlich, um als Team zu zeigen, ey, das interessiert die Leute. Und wenn es euch gefällt, wenn ihr sagt, hey cool, so etwas, also, das spiele ich gern, holt es euch. Let's go. Genau. Genau. Bin ich auch mal gespannt. Ja, Das war voll. schon auf meiner Wishlist. Hey, hallo. Hey, hallo. So, Games haben wir durch, hä? Games I sind wir guess. durch. Wie viele Serien hast du? Ich habe 4,25. Also, ich sage es mal so, ich habe bei der Serie habe ich leider nichts Neues. Ich bin immer noch am Fringe schauen. Ja gut, dann Punkt. verstehe ich es. Ich bin am Fringe schauen und nebenbei noch ein bisschen Supernatural. Also ich bin dort irgendwie jetzt einfach mal so ein bisschen bei Staffel 3. Ja. Und macht dem Spass zum Schauen. Mit dem habe ich fertig. Ja, Du hast, glaube ich, noch einen Film. das verstehe ich. Ich habe einen Film, ja, genau. Und wir müssen nachher dann so machen, dass du eine Serie erzählst und ich einen Film. Oh nein, das ist ein bisschen Ghetto. He? Ich kann Oder, meine Serien nicht schnell machen. Ich okay. kann das ein bisschen schnell durchgehen, das ist kein Problem. Also,
Mein 0,25 ist tatsächlich Stargate Atlantis gsi. Das habe ich jetzt fertig zum hier Zahl einfügen mal. Ich habe keine Ahnung mehr, wie manchmal ich das N. mittlerweile geschaut habe. Fun Menge Fact: N. Stargate Atlantis. Am Hero Fest hat es einen Stand gehabt. Ist von der. Jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Irgendetwas Swiss Galactic, irgendetwas. Ja, voll. Die machen nicht nur Stargate, die machen allerlei. Die machen Star Wars, Star Trek, eben Stargate. Eigentlich alles, was ein bisschen mit diesen Serien so und Filmen zu tun hat, haben die unter anderem Cosplays und Sachen ausgestellt gehabt dort. Ähm, und ich bin dann vorbeigelaufen. Wir waren jetzt einfach im Rumschlendern am Freitag. Sind wir dann vorbei. Dann habe ich dann gesehen, haben die so ein wirklich so recht grosses, so grössere Kuchenteller, grosses Modell von Atlantis dort von der Stadt 3D gedruckt. Geil. Und ich natürlich, ich kaschiert gedacht, hey, jetzt gibt es mir eins, ich bin dort an, das beäugt wie nichts anderes und so. Dann kommt ein Dude dort und streckt mir so eine Plakette entgegen, so vom Atlantis-Missionslogo abzeichnen. Und ich so, ja, Hure darf ich geil. das haben? Und er, ja, kannst du mitnehmen. Und ich, oh, geil, ey, mega geil. Und der hat zuerst so gedacht, oh, was ist das? Warum freut er sich so? Und ich, ey, ich bin ein riesen Fan davon, ich feiere das voll. Und dann sind wir aber schon wieder weitergelaufen. Und ich habe die anderen nicht groß aufhalten, dann sind wir weitergelaufen. Am Samstag habe ich den Typ nachher draussen nochmal gesehen, bin und noch Danke sagen, als Foto mitgemacht, weil dann ist er nachher mit einer Stargate Atlantis Uniform dort gestanden. Oh, geil. Also halt so die Militäruniform, weißt du, zum Beispiel vom Ja. Colonel Shepard und so, mit dem Atlantis-Patch und alles. Und geil. Und dann sind wir noch Aber erst vorbeigelaufen. Und dann habe ich noch ein Stargate SG-1 Abzeichen mitgenommen. hure geil. Du bist gerade alles, Mann. Ich bin ja eingedeckt. Das ist ja fast ein kleines Highlight gewesen. Aber sind die nicht auch an der Fantasy-Basel, wo nachher dann noch irgendwie so ein riesen... Ich weiss nicht, ich glaube, letztes Mal irgendwie so etwas gehabt, wo hast du können drücken und hat irgendetwas geleuchtet oder der hat eine Geschichte erzählt oder so. Ich weiß nicht, ob das sie sind, wo alle auch an der Fahrbahn und so das Dings-Cockpit hatten vom Millennium Falcon. Weil ich bin im Hotel da, ich habe Ja. nachgeschaut, wer das ist. Und habe dann gefunden, dann habe ich Fotos auf ihrer Webseite gefunden, wo sie, aber zum Beispiel auch mit einer Stargate Atlantis Uniform ist dann jemand im Cockpit vom Millennium Falcon reingehockt und hat gesagt, ja, das ist aber jetzt auch nicht ein Stargate Atlantis Paddle Jumper da, wo wir da jetzt hocken und so. Aber ich weiß nicht, ob es die gleichen sind. Aber könnte ich mir noch gut vorstellen. Aber es ist nice, so Zeug. Ja. Echt nice. Das habe ich gefeiert. So kurz so ein Abschweifen und schnell gewesen, Stargate Atlantis. Wenn wir schon bei Sci-Fi sind, ich habe Star Trek Strange New Worlds Staffel 3 geschaut. Mhm. Bin richtig begeistert gewesen, aber ich habe ja erst gerade vor einer Weile Star Trek allgemein komplett durchgeschaut, da ist endlich. Mhm. Und ich finde es richtig nice. Es ist eine neue Serie mit richtig guten, tollen Visuellen, einem super Effekt. Also Special Effects. Sie sind fast ein bisschen viel manchmal, aber es ist wirklich mega gut gemacht, hat einen tollen Cast und hat auch sehr viel vom klassischen Star Trek-Format und vom Stil, so wie die Serie so im Allgemeinen so ein bisschen ist. Hat sehr viele, so, sieht immer so ein bisschen, nicht gerade Zitate oder Referenzen, aber so, wenn du so schaust, hast du manchmal wie so das Gefühl, du schaust die alte Serie fast. So ein bisschen. Oh, das Das gibt dir ist, halt schon einen verdammten hohen ja, Nostalgie-Kick, ey, Mann. voll. Du bist einfach sofort wieder in dem inne. Ähm, ja, ist richtig gut geworden. Einziger Negativpunkt an dem, und das ist jetzt nicht nur an dieser Serie so, das hasse ich allgemein, egal was für eine Serie es ist. Sie haben wieder irgend so eine Cringe-Episode müssen machen, wo sie irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, was es war, halb am Umsingen sind und halb Musical, Komödie. Es gibt immer wieder mal so eine Folge, wo sie einfach so ganz komisch sind. Meistens hat es dann irgendwie mit dem Q zu tun,
Für die Star Trek Mhm. kennen, dann ist der Q das Wesen ein Begriff. Ähm, ist auch da teils ein bisschen so gewesen, aber gleich nicht. Man hat es nicht ganz so genau gewusst. Aber ja, das ist eben Serie unabhängig eigentlich. Ich mag das allgemein nicht. Wenn es einfach irgendwie so eine Folge rauspicken und sagen, die machen wir jetzt so und dann musst du sagen, ja, warum? Ja, das ist. Das Ich reißt weiß einem nicht. einfach irgendwie so aus dem Ding raus. Das finde ich schade. Ja, aber irgendwie manchmal passt es halt einfach nicht. Ja, Ich, genau. ich ich meine, bei Supernatural hast du das auch. Du hast ja aber noch so Cringe-Folgen, aber irgendwie, weil sie sich schon einmal so ein bisschen auf die Chippe nehmen, Mhm. dort geht es ein bisschen, aber dort sind sie jetzt glaube ich auch nicht unbedingt eine, oder ich habe sie noch nicht gesehen, wo sie singen. Aber zum Beispiel, dass sie irgendwie mal, gut, nein, die Idee ist eigentlich geil, dass sie mal aus dem Supernatural-Universum rauskommen in unsere Welt und dort sind sie nachher Schauspieler. Ah, ja, gut, das ist aber etwas anderes wieder. Ja, ja, Das aber finde die ich haben noch dort einmal, nice, ja. ja, also gut, eben, sie haben dort auch, glaube ich, so ein bisschen einzelne cringy Folgen, wo es um, wie heisst er? Sie haben dort irgendeinen Trickster, wo halt mit ihnen irgendwelche Mhm. Scheiße macht. Und das ist man auch so ein bisschen, okay. Aber ja, aber ich weiß, was du meinst. Ich kenne auch andere Serien, wo sie da halt singen und du so, nein, nee. Ja. South Park zum Beispiel habe ich das einmal Ja, nicht gern. genau. Das ist auch ein gutes Beispiel, ja. Ja, so die Mr. Hankies Weihnachtsgeschichte. Wenn ich mir auch muss sagen, nee, komm, hör auf singen. Genau. In diesen Situationen ist es lustig, aber in diesen Situationen, nein, Ja, voll. piss dich. Entschuldigung. Ja gut, ja, ey, alles gut. Dann habe ich eine wirklich richtig gute Serie, Staffel 3, geschaut, und zwar von Foundation. Und die Serie Oh, entwickelt sich so langsam ein bisschen in eine Richtung, wo ich muss sagen, ey, das könnte so eine Serie sein, wo ich wahrscheinlich nicht nur einschaue. oh, ich mag dort einen Das, Schauspieler. wo einer von den Imperialen spielt, oder wer? Der Harry Seldon. Ah, Jared ja, Harris ist er. ja. Der ist auch mega Ich gut. mag den Typ. Ich Ja, mag den Typ. der ist auch sehr gut, ja voll. Es ist eine richtig gute Serie und also auch mit einer wirklich fesselnden Handlung, also die Geschichte, wie sie erzählt wird und so, ist Worldbuilding ist unglaublich gut, was sie mit diesen. das- Ich komme teilweise wirklich so ein Dune-Feeling über, muss ich ganz ehrlich sagen. So die verschiedenen Welten und die Unterschiede von diesen Kulturen und Zivilisationen und so. Und wie das alles zusammenspielt wieder und dann gleich nicht. Und also es ist, und der Cast trägt natürlich viel dazu bei. Es ist wirklich ein Mm, guter Cast. Aber auch die Imperialen, das sind so. Ich wollte jetzt nicht spoilern, weil es ist eine Serie, nicht eine mega neue Serie, aber es ist halt doch eine aktuellere, darum spoilere ich es da nicht. Aber die Imperialen, das ist mega gut gespielt, das ist eine mega gute Idee. Ähm, Man muss ein bisschen dabei bleiben, weil sie hat teilweise ein bisschen viel Zeitsprünge, die ein bisschen könnte verwirrend sein. Es geht auch um einen sehr grossen, langen Zeitraum eigentlich, wo die Geschichte mhm. behandelt. Ähm, und sie basiert auf den Büchern von Isaac Asimov, anscheinend. Aber nur lose. Viele bemängeln das eben genau. Also, es ist basierend auf den Büchern, aber anscheinend haben sie viel geändert. Ich kann das jetzt nicht beurteilen, ich habe Okay. die Bücher nie gelesen. Aber so, wie so gewisse Sachen gesagt haben, ist es so ein bisschen, ja, aber das ist halt auch wieder immer, der einen gefällt es, der anderen nicht. Ich finde es eine Ja, mega gute Serie. Also ich kann nicht warten, bis es weitergeht, aber es wird wahrscheinlich wieder Ewigkeiten gehen. Aber ja. Also Foundation. empfehle ich jedem, wenn er sich ein bisschen für das. Sagen wir mal, wenn ihr Dune gerne geschaut habt, schaut das auch. Dann gönnt euch Foundation noch. Dann habe ich
die zweite Staffel von Twisted Metal geschaut. Du Die, bist ja sehr begeistert gewesen von der ersten schon. ja, ich war sehr begeistert gewesen von der ersten und muss darum sagen, ich finde die zweite nicht mehr ganz so gut. Hat halt wirklich Mhm. abgegeben. Ich habe das Gefühl, das ist vielfach, es ist wie so in den meisten Serien, die erste Staffel, oh, es ist neu, du lernst die Ja, Charaktere, die Welt kennen, es ist alles so wow und neu und so. Und in der zweiten kennst du halt die Charaktere schon und du weißt, wie die Welt ist, aber sie müssen dich halt trotzdem irgendwie probieren, dran beizuhalten. Man kann sie trotzdem schauen, sie ist nicht schlecht, aber sie kommt halt einfach nicht an Staffel 1 an. Der Cast immer noch absolut bombastisch. Anthony Mackie, also den kennt man von Captain America und Falcon and the Winter Soldier. Ähm, also so einen guten Charakter, den er spielt, finde ich. Also der John Doe, der lange nicht weiß, wer er ist. Und so, darum halt einfach so alles geil findet, weil er keinen Plan mehr hat von nichts. Stephanie Beatrix, oder wie sie heißt, wenn ich es den Namen falsch gesagt habe, die kennt man aus Brooklyn 99. der Stein. Genau, die immer den Stein gemacht hat und so die krass war. Die spielen mega gut zusammen, wirklich passt mega gut. Ist ein super Mix zwischen Comedy und Action. Hat auch schon hure witzige Charaktere. Tatsächlich ist ist am Hero Fest einer als Sweet Tooth rumgelaufen. Sicher Ohne nicht. Scheiß. Und also Hure der hat geil. dann irgendwie zu einem Stand gehört und wir sind so rumgeschlendert und ich habe den gesehen, da habe ich gesagt, dem muss ich schnell Sali sagen, ich habe das hure gefeiert und dann scheiß Freude gehabt nachher. Ähm, ja, und sonst in Staffel 2 haben sie so ein paar neue Charaktere noch reingebracht, die sind auch mega witzig. Also, da darf man ruhig schauen. Also, und basiert auf einem Game, das habe ich nicht gewusst. Genau. Ich glaube, das habe ich in dir, das haben wir letztes Mal Ja, irgendwie herausgefunden, weil mir das ist mir irgendwie hure bekannt vorgekommen. voll. Also ich glaube, das Simple hat es glaube ich dann auch noch irgendjemand Das geschrieben. kann sein, ja. Oder irgendjemand. Sorry, wenn ich da Das, wieder das, das falsche habe das hab Informationen ich raus. einfach nicht gewusst, dass das Game, also das auf einem Game. Für das finde ich es wirklich sehr gut umgesetzt. Echt. Ja, Das ist immer so eine schwierige Sache. Ja. das auf jeden Fall, ja. Genau. Ich bin gespannt auf Fallout, die zweite Staffel. Hey, ja, ich auch. Voll. Die ist ja glaube ich auch in Mache. Ja, ja, voll. Ja, hey, das war's. Das sind meine Serien, die ich durchgeprügelt habe. Alright, alright. Kurzer Ausblick: Es könnte sein, dass der Monat wieder ein bisschen schlimmer wird. Was heißt Ei. schlimmer? Ey, ich habe eine Woche Ferien, ich kann auffallen. Wir haben den 6.10. und ich glaube, ich habe so 2 Serien geschaut. Wobei, ich muss sagen, die 2 Serien habe ich schon im September angefangen. Okay, Aber da ich okay. sie fertig geschaut habe, zähle ich die für mich halt erst im Oktober drin, weil ich erzähle nichts über eine Serie, die ich noch nicht fertig geschaut habe. Das verstehe ich. Genau. Genau, darum habe ich bei mir aufgeschrieben, Fringe Staffel 2. Fertig. Fertig, Hey, ich genau. verstehe nicht. Das ist natürlich auch. Ja, Ist Matsch. äh, für mich ist es halt, ich finde es irgendwie gemütlicher, wenn es so Kurzserien sind oder so etwas. Ja. Aber das ist heutzutage leider schwierig, aber ja, egal. Egal. Ich begnüge mich dafür lieber mit Filmen. Mhm. Ich habe jetzt tatsächlich Cowboy vs. Aliens habe ich jetzt rausgenommen. Wir haben ja die Hälfte verpennt, aber trotzdem ein cooler Film. Punkt. Ich habe tatsächlich ähm, unpopular Opinion von mir heute. Der Robocop aus 2014 ist gar nicht so schlecht, wie ich gedacht habe. Ich finde den einfach noch richtig cool. Robocop 2014. Ja, also der Das Robocop ist. aus dem Jahr 2014. Ist das der mit dem Dings-Schauspieler? Jetzt muss ich schnell nachschauen. Also dort spielt der Gary Oldman mit, der, Ja, ja, wo... mit dem Joel Kinnaman. Genau. Das Das ist ist. der Stellang, oder? Ja, das ist der Lang. Ja, Der bei genau. Der Altered Carbon und so gespielt hat, Suicide Squad und so. Ja. Richtig, ja, richtig, ja. Tatsächlich, ich hatte
geschaut, weil ich einfach dachte, hey, ich will jetzt irgendetwas Dummes schauen, wo es ein bisschen Geballer gibt und sonst Zeugs. Und ich habe dann nachher geschaut und irgendwie habe ich mir sagen, hey, so dumm ist der gar nicht, wie ich immer gedacht habe. Ich finde den cool, Ja, ich finde, hat geile Effekte drin, voll. wird auch ein bisschen geil eigentlich erzählt. Vor allem finde ich den Punkt interessant, wo sie ihn fragen, wer steuert jetzt? Ist es der Roboter, der steuert? Oder ist es der, wie heißt der? Max Hack? Nein, super. Murphy, Murphy heißt er doch. Äh, Alex Murphy. Alex Murphy. Heißt er Genau, der Alex? Alex Möglich, Murphy. ja. Ja, Alex Murphy. Steuert jetzt der Alex Murphy oder steuert der Roboter Ja, von ihm? Und der Gary Oldman sagt ihm, er steuert den Roboter, aber der Alex Murphy hat das Gefühl, er sei im Lead. Weißt du, dass sie ihm eigentlich nur vorgaukeln, dass er die Macht hat über das, was er macht, aber dabei macht er gar nichts. ja. Und das finde ich mega krass, so die Ideen. Und das habe ich beim ersten Mal schauen, habe ich das gar nicht mehr so im Kopf gehabt. Okay. Und dann gibt es natürlich auch die geile Hallenszene, wo er eigentlich schnell wie ein Roboter geht, verräumen und so. Das ist mega cool gemacht. Und tatsächlich finde ich auch die Rüstung, die er hat, finde ich besser als das Original. Sorry. To be honest. Ja, das. Ja, was heißt besser? Also, Ich finde es einfach geiler. Es sieht ja, einfach geiler ja. aus. Punkt. Aber es ist halt, die alte ist halt so für die Zeit damals Ja, geil gewesen. Man hat das gut. erwartet, ja. For real, ich find der alte Robocop finde ich schon hure Trash, aber er ist irgendwie auch Ja, wieder aber es geil. ist halt einfach das Alter von diesen Filmen, gell? Ja gut, das andere ist, ich finde auch der Tod, den er hat, finde ich glaubwürdiger im Neuen als im Das Alten. stimmt, ja. Ja, Also wer die Alten nicht gesehen hat, oder wer der Alt nicht gesehen hat, wie er zu dem geworden ist, was er geworden ist, ja, ist ein bisschen... hm, ich weiß nicht, wie du jemandem kannst irgendwie alle Gliedmaßen abschießen und er lebt immer noch und verliert dort schon etwa 3000 Liter Blut. ja. Keine Ahnung. Aber lassen wir es. Aber tatsächlich, das finde ich besser erklärt. Eben, wie er funktioniert, finde ich besser erklärt. Und er ist tatsächlich nicht unsterblich in dem Ja, Sinn. ja, ja. Das finde ich eigentlich cool. Voll. Sonst die Story ist jetzt nicht so, ja, aber ist okay. Ja, ist halt ein Reboot. Also, ja, Ja, man kennt es halt so ein bisschen. genau. Genau. Äh, Der nächste Film, den ich geschaut habe, den habe ich aufgrund von meinem letzten Stream geschaut. Wir haben ja dort eben ein bisschen ältere Trailers geschaut und sind dann, ich glaube, dank am Calls, da hat mir dann nachher einen Film gezeigt, der nennt sich Vidoc. Und von denen gibt es zwei Filme. Es Oh, gibt einen von 2001 mit dem Gérard Depardieu und es gibt einen mit dem Vincent Cassel. Der Vincent Cassel, das war schon mal der Punkt, wo ich in meinem Kopf gesagt habe, hey, der Dude finde ich eigentlich noch sympathisch, ich finde den cool. Schauen wir mal rein. Und das ist, ich glaube, das ist von 2019 und heisst Vidoc, der Herr der Unterwelt. Und spielt eigentlich so was habe ich geschrieben? Ich habe es extra gegoogelt, wie es heisst. So viktorianisches Zeitalter. Also in Frankreich hat das Julimonarchie geheißen oder Romantikzeitalter tatsächlich. Mhm. Das ist eigentlich hauptsächlich so, Männer haben Zylinder angehabt und bist mit Musketen aufeinander los. Und ja, ich find eigentlich so das Setting finde ich mega spannend. Weil du kannst dort so viel Mystery reinbringen. Aha. Aber der Film Vidoc geht eigentlich mehrheitlich eben um den Vidoc. Den hat es scheinbar auch gegeben. Und zwar ist er in diesem Film ein Verbrecher, der auf ein Schiffsgefängnis gekommen ist und er wird durch des Mordes bezichtigt. Was aber nie irgendwie erklärt wird, ob er das jetzt wirklich gemacht hat oder nicht. Er ist auf jeden Fall nachher dann von dem Schiff geflüchtet, ist untertaucht für ein paar Jahre und kommt dann nachher dann wieder rauf oder kommt nachher dann wieder führen und wird da wieder festgenommen und er sagt dann dort eigentlich am Polizeichef, hey, du hast eigentlich keine Ahnung, wie es in der Unterwelt abgeht, darum verwünschst du auch niemanden von der Unterwelt.
Und er geht nachher dann eigentlich im Namen von der Polizei die Unterwelt aufräumen. Weil der Vidocq kennt die Unterwelt und geht nachher dann die Typen gefangen nehmen. Ja, ja. Und er kommt dann auch dort einen Gegenspieler über, wo ihm nachher dann so eigentlich mehr oder weniger so gut wie alles nimmt. Und tatsächlich haben wir den Film dann nachher dann so müssen sagen, ja, okay, ist jetzt nicht wirklich so das Gale von mir gewesen, schlussendlich. Okay. Also mega schade gefunden, eben das Setting habe ich cool gefunden, den Vincent Cassel habe ich cool gefunden. Die Story ist mehr als normal erklärt. Es hat nicht wirklich grosse Spannung drin. Du weißt eigentlich genau, was passiert als nächstes. Ja, und der Schlussfighter. Er hat dann halt nachher dann einen Gegenspieler, weil der Vidocq hat einen gewissen Namen und der Gegenspieler wird eigentlich gleich gross werden wie der Vidocq. Okay. Aber ja, ich weiß nicht. Und dann gibt es eben noch der andere im 2001, wo hure schlecht aussieht von den Effekten her. Wirklich mega kaputt. Die haben mir den Ranzen voll gelacht, als ich den Trailer geschaut habe. Ich glaube, der ist ein bisschen mystischer, weil sie dort irgendeinen Alchemist verfolgen. Tatsächlich hat der Film, der von mir her gesehen, aus dem ersten Blick schlechter aussieht, die bessere IMDb-Wertung, als der Film, den ich geschaut habe. Okay. Ja, also, wenn ihr wollt, ja, könnt ihr ihn schauen. Also, ich habe ihn jetzt nicht sonderlich toll gefunden. Ich meine, es sind beides französische Produktionen, ja. Ja, Wir haben auch schon drüber geredet. So, relativ speziell, ja. ja. Der einen gefällt es und diesen halt nicht, gell? Richtig. Dann kommen wir aber zu etwas Herzigem tatsächlich. Oh. Also wirklich herzig. Aha. Wir haben Elio geschaut von Pixar. Das ist ein Disney-Film, den habe ich irgendwie nie wirklich gesehen. Ich auch nicht, ja. Respektive, ich glaube, mal einisch, wo wir irgendwo sind wir da gesehen geschaut. Ich glaube, Lilo und Stitch letzten Monat oder so. Und dort ist mal so eine Kurzwerbung gekommen von dem. Und da ist nachher dann, die Lisa ist gekommen und hat gesagt, hey, können wir den schauen? Dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? Und es geht eigentlich darum, dass ein Bub, dem seine Eltern sind gestorben und halt so das typische Disney-Drama, oder? Spoiler Alert. Nein, das erfährst du eigentlich gerade von Anfang Ah, an, okay, weil gut. also, von Anfang an, und er wohnt dann bei seiner Tante. Ja. Und das Coole ist, er ist nachher dann in einem Museum, weil seine Tante arbeitet bei der NASA. Oder irgendwie so, ja, so jemand, der den Himmel untersucht und so. Und er ist in einem Museum und dort wird ihm etwas abgespielt, wo er ihm eigentlich sagt, hey, dort draussen gibt es noch andere Sachen, könnte es noch andere Sachen geben. Und er hat das Gefühl, eben, er hat seine Eltern verloren, seine Tante ist überfordert, er hat keinen Platz, er findet keinen Platz auf dieser Welt. Das ist nicht, ja, er will Mhm. nicht mehr da sein. Und probiert dann mit Aliens Kontakt aufzunehmen. Das ist eigentlich noch relativ witzig. Und tatsächlich schafft er es dann auch. Also das sieht man am Trailer, das ist jetzt nicht so dingselt. Und er findet dort draussen eigentlich tatsächlich Freunde und erlebt dort eigentlich ein mega herziges Abenteuer. Es ist völlig chaotisch. Es ist aber wieder auch typisch Pixar und Disney, es ist schon mega herzig gemacht. Okay. Also kann man sich sehr gut geben mit der Familie. Ein paar Mal gelacht, weil es so richtig dumme Antworten gibt. Und ja, also er ist putzig. Putzig, einfach nur putzig. Ich glaube, ich habe. Hey, nein, den Trailer habe ich nie gesehen. Ich habe mal irgendetwas gelesen mal von dem Film, aber der ist auch irgendwie völlig an mir vorbeigegangen, ja. Ja, das ist eben, es ist. Ich glaube noch mit den Streaming-Diensten kommst du nur noch die Hälfte mit, über was richtig läuft, je nachdem. Ja. Und das andere ist, Fernsehen schaue ich schon nicht mehr so oft wie früher, also die ganzen Trailer, die dann früher in den Fernsehen gekommen sind. Ja. Gut. Wobei, ja. Ja, ja, erzähl noch, erzähl noch. Also ich wollte eigentlich dann zum letzten Film übergehen, aber du hast noch etwas sagen. Ja, ich hätte schon von wegen Fernsehen schauen. Ich habe wieder mal Fernsehen geschaut. Ja, erzähl. Oldschool Schissel Fernsehsender einschalten und bei Werbung umschalten. Ich schätze es umso mehr, dass ich das nicht mehr machen muss. Hey, es ist schon so.
Und zwar habe ich im Hotel, ich hatte zwar den Laptop dabei gehabt, ich hätte dort auch mein Zeug können sonst schauen und so, aber keinen Bock gehabt, jetzt den irgendwie also aufzutun und beim Bett irgendwie, so, Ähm, habe ich keinen Bock gehabt. Und da habe ich einfach den Fernseher geschaltet, wo ich ist das am Freitagabend, glaube ich, ja. Freitagabend im Hotel. Und dann ist Oppenheimer gekommen. uh, Dann habe ich den ein bisschen geschaut. Und dann ist Dracula Untold noch gekommen. der ist eben auch nicht schlecht. Der ist wirklich nicht schlecht. Also, Entschuldigung, wenn ich gerade ein bisschen laut war. Excuse. er ist wirklich nicht schlecht. Ich habe den immer mal schauen und irgendwann völlig aus Ja. dem Blick verloren. Und dann habe ich den geschaut und habe gedacht, hä? Zuerst gar nicht gecheckt, was für ein Film das ist. Den Schauspieler habe ich irgendwie gekannt. Dann habe ich den geschaut und habe gedacht, warte mal, das ist der Dracula-Film, den ich immer einmal schauen wollte. Und der ist wirklich nicht schlecht. Also, er ist jetzt nicht irgendwie mega krass, aber ich, ich, ich habe die ganze Zeit, weißt du, an welchen Film gedacht? Van Helsing. Mit dem Hugh Jackman. Ja. Genau so ein bisschen der gleiche Stil fast ein bisschen. Jetzt hast du den Ullen wieder rausgeschmissen. Da ist er wieder. Hi Ullen. Zurück zum Thema. Ich habe Dracula Untold geschaut und Ja. da hat man so richtig so vom Stil her, so ein bisschen das Düstere und so, ich habe richtig krasse Van Helsing-Feelings gehabt. Also, Ja. und das ist mir so gekommen, den müssen wir vielleicht auch wieder mal schauen. Den habe ich mega lange nicht mehr gesehen und ich habe den damals, wo ich das erste Mal gesehen habe, Van Helsing, habe ich den mega gut gefunden. Das ist ein richtig guter Film. Van Helsing ist einer von meinen Lieblingsfilmen tatsächlich mit dem Hugh Jackman. Und nicht Ja. nur wegen der weiblichen Besetzung. Er hat auch seine Punkte, aber ist tatsächlich, ich finde auch dort, das ist der schönste animierte Werwolf, den es gibt. Ja. Ja, Underworld ist auch ganz geil. Die haben halt einfach eine andere Art von Werwolf. Das ist so. Ja. Aber ich finde den von Van Helsing, das ist mein Favorite. Der Van Ja, Helsing Werwolf. ja, ja, Schwarz am Schluss. Der ist genau. recht krass. Nice. Ja, Ah, das habe ich nur schnell so wegen Fernsehen, habe ich das schnell genau. reinschmeißen, dass sie die zwei so ein bisschen on-off Oppenheimer, ich meine, ja klar, Ja, der kommt halt nicht an, wenn du im Kino IMAX hast können schauen und so, aber ist trotzdem interessant gewesen. richtig Ich habe immer nice, wieder ja. mal, wenn diesem Werbung gekommen ist, habe ich auch wieder zu Oppenheimer geschaltet und Ja. dort ein bisschen geschaut und dann habe ich wieder das Pech gehabt, dass 2 Minuten später dort auch wieder Werbung war. Aber das ist ja so, ja. Du bist immer ein bisschen hin und her switchen. Ja. Ja, ich eigentlich wollte sagen, zu meinem letzten Film bin ich eigentlich froh, dass keine Werbung im Fernsehen gekommen ist. Ich bin ins Kino gegangen und ich bin schon lange nicht mehr mit so einem Stein im Ranzen rausgekommen wie nach dem Film. Oh wait, ich bin ja glaube auch noch im Kino gewesen, kommt mir das gar nicht Sinn. Aber erzähl, ja. Ich habe «The Long Walk» geschaut, Oh, von okay. Stephen King. Ja, ja, Also respektive, er hat ihn ja unter seinem Pseudonym geschrieben, der Richard Bachmann. genau. Ähm, what the fuck, was für ein Film. Also, das ist einfach meine eigene Meinung. Es gibt hure viele Meinungen, also respektive Kommentare, die sich die Müller darüber zerreißen. Eben auch, wie genau ist er am Buch, was genau fehlt und überhaupt. Im Film sind es, glaube ich, 50 junge Männer, die sich dort dran machen, um den Marsch zu machen. Mhm. Und im Buch sind es, glaube ich, 100. Okay. Aber eben einer hat auch geschrieben, ja, du kannst jetzt nicht die Menge von diesem Buch in diesen Film hinein, das will niemand schauen. Punkt. Muss ihm mal recht geben. Mhm. Aber tatsächlich, vielleicht schnell, um was geht es in diesem Film? Es ist eigentlich nur Jungs, die laufen. Es ist eigentlich nur, sie laufen einfach. Es ist der Long Walk und sie werden dort eigentlich ausgesondert, ausgesucht, damit sie können, für ihren Staat, glaube ein Preisgeld gönnen. Damit sich der Teil wieder kann erholen oder respektive etwas kaufen, weil das ist
das ist eben ein bisschen schade, das wird nur am Anfang einmal kurz erklärt. Das war irgendwie mal irgend so 'n Super-GAU oder irgendwie vom Krieg her hat Amerika kein Geld mehr gehabt und hat nachher dann müssen entscheiden: «Hey, wo setzen wir jetzt das Geld ein?» Dann hat's geheißen: «Hey, wir machen das doch einfach so, wir machen alle Jahr machen wir so einen Long Walk, wo wir Jugendliche einladen oder ja, junge Männer einladen und die laufen einfach. Und der Letzte, der noch läuft, der hat gewonnen. Und dem sein Mhm. Staat kommt das Geld über und ihm tun wir einen Wunsch erfüllen.» Und dann fängt das nachher an, du siehst zuerst mal so die ersten paar Gesichter, weisst du schon relativ genau, welches so ein bisschen die Hauptfiguren sind und dann fangen die an zu laufen und laufen und laufen. Nein, tatsächlich das Krasse finde ich eigentlich dort, also, ich habe dann auch zuerst gemeint gehabt, weil ich habe das Buch nicht gelesen, so nach Mhm. dem Motto: «Hey, wie lange geht's, bis sie sich gegenseitig davon manipulieren, dass dass sie eigentlich gewinnen?» Aber tatsächlich passiert das relativ wenig, sagen wir's mal so. Ja. Ich will nicht zu viel spoilern. Weil sie werden dann dort eben begleitet von so Soldaten und grundsätzlich ist es so, sie müssen mindestens 3 Meilen pro Stunde laufen. Wenn sie langsamer sind, kommen sie ein Ticket über. Wenn sie 3 Tickets haben, werden sie verschossen. Okay. Das ist der Case. Und Ich habe trotz jetzt die ganze Zeit auf 'n Twist gewartet, wo ich muss sagen: „Okay, ja, Stephen King.“ nein, es ist wirklich eigentlich so es ist relativ, Gesellschaftskritik dort so unter dem Motto: «Hey, ja eben, man schaut nicht und überhaupt», also, es gibt auch schon 'ne Hintergrundstory dahinter, aber die Mhm. findest du, glaube ich, mehr raus, wenn du das Buch liest. Ja. Und tatsächlich eben, dann fängt's dann nachher an. Irgendwann werden sie müde. Sie schlafen nicht, also, sie dürfen nicht schlafen und dann fangen sie im Laufen an zu schlafen. Laufen dann immer weiter, da nehmen sie mit und so und eben einer nach dem anderen liegt dort halt ab. Es gibt dort Szenen, wo ich muss sagen: «Alter, what the fuck?» Ja, ich sage nur, einer hat Durchfall, mehr sage ich nicht. Oh nein. Ja. Und wirklich auch eben Schiessen und Pissen dürfen sie zu jeder Zeit, aber wenn sie halt langsamer sind, gibt es ein Ticket. Ja. Und ja, sie kommen irgendwie immer Wasser über, sie haben irgendwie immer Essen, das sie überkommen, so Snacks und so, also respektive so Flüssigkeit, Nahrung, die sie irgendwie zu sich nehmen. Und das Krasse ist an diesem Film, obwohl sie unter diesen Umständen sind, entwickeln sich unter gewissen Figuren eine Freundschaft, die dann weit über das hinausgeht, eigentlich, was sie dort machen. Wo du noch musst sagen, what the fuck, in so einer kurzen Zeit, weil sie wissen genau, nur einer wird überleben, aber trotzdem machen die Burschen das Beste daraus irgendwie. Mhm. Und es hat dort so ein paar auch Sätze drin, wo du nachher dort in diesem Kinosaal gehockt bist und denkst so, okay, das ist tief. Das ist recht tief. Ich finde auch der Cast, wo sie haben, also ich kenne jetzt die Schauspieler, ist eigentlich, ich kenne nur einen, das ist der Mark Hamill, der mitgespielt hat. Aber der spielt nur so einen General oder so einen, nein, den Major spielt er. Also er hat eine sehr kleine Rolle. Wenn ihr Mhm. erwartet, dass er jetzt einen grossen Oberbösewicht spielt, hat er Pech gehabt. Ähm, aber grundsätzlich, der Rest vom Cast ist eher unbekannt, also von mir her. Aber die haben alle eine hure geile Performance hingelegt, denkt mir. Recht krass. Okay. Und ja, eben, je länger das es geht, das geht dir schon die Nieren. Und weißt du, auch wenig Musik, wenig sonst Zeugs, es ist halt einfach die Leute, die laufen. Punkt. Hure speziell. Ich habe ganz überlegt, ich habe sehr viel Stephen King Bücher gelesen, früher. Mhm. In einem Alter, wo man die teilweise vielleicht noch nicht ganz hätte sollen lesen manchmal, aber das habe ich, also ich habe schon früh gewusst, dass er eben unter einem anderen Namen und Sachen veröffentlicht, aber das habe ich nie gelesen. Nein, tatsächlich sagen auch Leute, das sei eines der besten Bücher, die er geschrieben hat. Okay. Aber ich glaube, das sagt man von Ja. jedem Buch, je nachdem noch. Also Stephen King, Tommyknockers ist einfach.
Das ist eines von denen, die ich ein bisschen früher gelesen habe. Dort habe ich würde jetzt nicht sagen, ich habe Albträume gehabt, aber so die eine oder andere ein bisschen schlaflose Nacht hat es mir sicher. Vielleicht hat es auch nicht geholfen, dass ich unter der Decke mit so einem improvisierten Taschenlämpchen so Zeugs alle gelesen habe. Als Kind lesen ist King gsi. Ich habe Bücher verschlungen wie nichts anderes. Ich habe ein 1000 und keine Ahnung wie viele Seiten dickes Rainbow Six von Tom Clancy verschlungen wie nichts. Stephen King Bücher hintergetatscht wie nichts. Habe ich tatsächlich alles Zeitchen lang gehabt. Das ist Einfach also... Bücher abgeschlitzt. Ich bin Wolfgang und Heiko Holbein-Fan gsi. Ja. So, Nein, King und Clancy, das ist meine okay. Mutter hat gewusst, wenn sie irgendwo, keine Ahnung, in einem Brocki oder weiß ich wo, irgendein günstiges King oder Clancy Buch gesehen hat, hat sie mir das können mitgeben. Geil. Das ist perfekt gewesen. Genau. Ja, also eben, auf jeden Fall der Long Walk würde ich sagen, hey, wenn ihr ein bisschen Mühe habt mit, ja, was soll ich sagen? Visuelle, spezielle. Ja, definitiv. Also, es gibt wirklich so ein paar Szenen, wo du denkst so, wow. Und wenn du so ein bisschen mit psychischem Druck so eben. Es gibt auch lustige Szenen drin, wo du auch durchgehockt bist und gelacht hast. Weil sie halt einfach irgendwie. Weil sie halt einfach völlig am Ende sind und nachher dem vorne noch sagen, Alter, hab doch einfach deine scheiß Fresse. Wir sind doch schon am Laufen, wir haben nichts mehr. So. Weißt, so wie spezielle Szene kommt mir bei Stephen King immer Misery in Sinn. Wo sie ihn aufs Bett geschnallt hat und er eigentlich schon wieder flüchten will, dann spannt sie einen Holzblock. Holzblock. So Ja, Zeugs. Da muss ich sagen, jo, der steppt auch okay. nicht mehr. Der steppt auch nicht mehr. Ja, genau. Das ist jetzt einfach ganz so synchron. Stephen King und so spezielle Szenen. Das ist einfach ganz Ja gut, synchron. Stephen King, ja, ich glaube, der hat eh auch ein bisschen Problem. Ah, der Dark Tower, muss wieder mal schauen, kommt mir jetzt gerade in den Sinn. Hast du den Nebel von ihm geschaut? Ist das der mit dem... Mit dem Nebel, ja. Aha! Ah! Ja, mit dem Thomas Jane. Ich glaube, den habe ich gesehen, ja. Der ist auch so kaputt. Ich meine, den habe ich mal geschaut, aber das ist also auch schon lang nicht mehr. Ja, das ist auch so ein Buch, ey. Vor allem, ich finde das Ende vom Film finde ich richtig heftig. Ja. Das ist... Ich will das für niemanden spoilern. Schaut Nein. den Film, aber das Ende hat mich einfach kaputt gemacht. Das hat mich einfach schnell so, nein. Da müsste ich wieder mal schauen. Stimmt. Gut. Ja, da komme ich dann einfach nur zu meinem Film, Ja, hä? wo du noch siehst im Kino. Nein, ich habe auch schon einen. Ah, okay. Ich habe ja einen Film. Einen. Einen. Zu mir bin ich nicht gekommen. Let's go. Ich habe mir Nobody 2 gegönnt. Oh, okay. Ist der draussen? Der ist draussen. Mit dem Bob Odenkirk. Einer mehr als richtig guter Mr. Nobody. Ist ein bisschen böse, aber ich nenne es mal der John Wick für Army. Tut aber, also, es soll nicht heißen, dass er schlecht ist oder so. Es ist so speziell, den Schauspieler in so einer Rolle zu sehen. Das habe ich schon beim ersten Film gesagt. Du schaust dir an und ich sehe einfach den Better Call Saul. Ja. Und dann fährt der Better Call Saul dort an Leute auseinandernehmen. Und dann muss ich sagen, Brudi, was ist los? Hä? So, aber John Wick, aber halt... Aber sind wir ehrlich, die beste Kampfszene, die ich kenne, ich habe den zweiten noch nicht gesehen, aber die ist einfach im Bus drin. Die ist schon, also das ist mega gut. Ja, das ist so gut. Geil. Die ist super geil. Es hat auch im zweiten so eine ähnliche. Ich tue nicht spoilern, aber es hat auch im zweiten so eine Kampfszene,
wo dem sehr nahe kommt, würde ich fast sagen. Es schlägt es nicht, die Buskampfszene, das ist immer noch etwas, was wirklich mega gut ist. Aber also man darf den zweiten definitiv schauen. Es ist ein kurzweiliger Film, er hat gute, schnelle Action, er hat gut genug Humor. Ähm, was ich schon gefunden habe, Bösewicht sind das ein bisschen, so, ja okay, sie haben jetzt einen Bösewicht gebraucht, aber die sind absolut unüberzeugend und in meinen Augen langweilig gewesen. Aber es hat halt Bösewicht gebraucht, irgendjemand, Ja. der die Schuld ist für das und dieses. Ähm, von dem her, ja, das ist so der Negativpunkt dran gewesen. Aber wer den erst gesehen hat und gedacht hat, wow, Mo, das ist ein cooler Film gewesen, könnt ihr den zweiten ruhig anschauen, da mache ich da nichts falsch. Ich Das finde ist eine Empfehlung, Nobody 2. es auch geil, dass der Christopher Lloyd mitspielt, Mann. Ja, er hat nicht eine riesige Rolle, aber das, was er macht, ist zum Giessen. Ja, Also es ist wirklich gut. Es ist genial. Christopher Lloyd. Er sieht sein Kopfteil etwa 20 Jahre gleich aus. Ja, das habe ich Das ist eben nicht einfach der gedacht. Doc, Mann. Ich habe das eben nicht. Der ist auftreten in diesem Film und da habe ich gedacht, der sieht immer noch aus wie du. Es ist einfach. Das ist einfach Ja, der vielleicht hat er ein Doc. paar Falten mehr, aber es ist immer noch gleich. Genau. Oh je. Ja, und auch im Kino bin ich gewesen. Und Jo. ich bin einen Film schauen, den ich so noch nicht gesehen habe. Im Kino. So. Ich habe es nicht bereut und ich würde es jederzeit wieder machen. Ich habe den Film durch das nicht ganz neu, aber doch noch dürfen kennenlernen, ich sage es mal so. Ah, oh ja, das hast du erzählt, glaube ich. Das hat er, ja genau, das hat er gerade mal gesagt. Ich bin Matrix schauen im IMAX. Wow. Und das war der absolute Schissel gewesen. Matrix gehört zu einer von meiner absoluten Favoriten Filmreihen. Vor allem der erste Film, das ist ein Meisterwerk, finde ich. Wachowski sind dort abgeliefert bis zum geht nicht mehr. Ja. Und der Film im IMAX zu sehen, das ist dort, das ist ich habe das gesehen gehabt. Das ist von ich weiß nicht, das ist ein Verein oder so in der Schweiz, We Love Movies oder so Ja, heißt der. das sind die kannst du abstimmen, Die, gell? ja, genau, ihr könnt dort abstimmen, fast immer. Ah, ich kenne es unter The Ones We The Love. Ones We Love, ja genau. Genau. The Ones We Love heisst die Webseite, theoneswelove.ch. Da könnt ihr abstimmen in verschiedensten Kinos. Sie haben immer wieder Filme und die dann halt das Voting gewinnen, dann schauen jetzt, dass die können abspielen dort in diesen Kinos. Und der ist eben im Pate, im IMAX gekommen, ist Matrix haben sie gebracht. Und das ist für mich, ich habe die Benachrichtigung bekommen, habe das gesehen und das ist einfach das ist so ein Ding gewesen, ohne Überlegung. Ich habe einfach einem Kollegen geschrieben, hey, also wir haben so einen kleinen Kinochat, ich habe dort drinnen geschrieben, hey, dann und dann, Matrix, IMAX auf Englisch, kommt irgendjemand. Der Kollege hat sich gemeldet, ja, bin dabei. Eine halbe Stunde später Geil. habe ich Tickets organisiert. So, also das ist so ein No-Brainer gewesen, dass ich den schauen wollte. No-brainer. Ja. Das ist geil. Und ich habe das letzte Mal wieder etwas gesehen, wo ich gedacht habe, oh geil, boah. Es kam in dem Moment gerade wieder hure gute. Zum Dunstig zum Beispiel, aber leider nicht hier, sondern in Neuenburg, kommt Back to the Future Ja. im Kino. Es kommen immer wieder gute. Inglourious Basterds kommt in Bourbaki nächste Woche, Mittwoch. Alien kommt nächste Woche in Basel. Ich finde das so etwas Geniales, weil so Ich finde manchmal das habe auch ich schon cool, gesagt, ja. hey, den Film würde ich gerne nochmal im Kino schauen. Und Matrix ist definitiv drauf gestanden auf meiner Liste. Wir sind ja dort Ding schauen, also das Alten im Kino Alien. Ja, ja. Das ist etwas, so einfach gedacht hast, Kollege, das musst du einfach mal gesehen haben. Ja, voll. Sind sie gerade Ja, da hatte ich schon. am Voten für Interstellar. Das Ja. Alte.
Ich finde es ein bisschen schade, das sind immer... Ich wollte jetzt im Kino nichts Schlechtes absprechen, aber es kommen immer so Filme in Bourbaki. Also was ist Luzern? Das ist halt so die Region, wo ich Film schaue. Jetzt können wir nicht mehr ich- etwa die gleichen, gell? Ja, nein, das Kino ist das Problem. Ich Okay. sag's so. Ich würde gerne Inglourious Basterds wahrscheinlich noch erst im Kino schauen, aber nicht im Bourbaki. Das ist so, weißt du, wenn ich die Wahl habe, ob ich einen Film kann im Bourbaki oder im Pate schauen, würde ich sagen, ja. mm. Zum Beispiel im Dezember habe ich gesehen, also ich meine, es ist im Dezember. Warte mal. Ja, da. Im Dezember hat es jetzt etwas mega Geiles, aber auch im Bourbaki hat jetzt ein Blade Runner Double Feature. Beide Filme. Oh. Aber im Bourbaki. Und ich sage mir, ey, bring die Filme ins Party auf die geile Leinwand. I'm in. Und sowas von. Oh, Oh wait. nein, nein. Gottes Willen, nein. Nein, nein. So schade. Ich sehe gerade, dass im das alte Halloween wir machen Oh. ein Voting. Kommt fucking American Psycho. So Er ist gut. also kaputt. Ja. Ich glaube, dann wären wir schon wieder durch mit unserem Zeug. Hey, ja, also nächste Woche gehe ich noch einen geilen Film schauen, aber da müsst ihr halt auch wieder die nächste Folge warten. Ja. Aber auf den freue ich mich sehr, auf den Film. Bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Ob er gut wird. Ja, jetzt haben wir wieder die kalten Jahreszeiten. Oder die kalte Jahreszeit. He? Das heisst, Haufen Stuben hocken und DVDs schauen oder Fernsehen schauen. Oder Netflix oder was auch immer. Also schon schwer immer. Ja, aber einfach das einfach ohne Klimaanlage. Genau. Es geht gleich weiter wie sonst, einfach ohne Klimaanlage jetzt. Richtig. Braucht es gar nicht mehr. Richtig. Oh mein Gott. Ja. Ja, hey, bevor wir wieder unsere 3 Stunden, tut mir leid, Plätschel Party, leider sind es wieder keine 3 geworden. Aber hey, wollen wir noch Hausaufgaben geben? Ja, hast du welche? Ich hätte gerade die von meiner Mami genommen. Okay, ja. Ja, das ist gut, ja. Ich wiederhole noch einmal. Ich muss schnell das WhatsApp auftun, sorry. Ich kann mir das Zeug nie merken im Kopf. Hausaufgabe für die nächste Folge. Schreibt uns. Ja, das war jetzt eine lange Pause. Ja? Okay, schreibt uns. Komm jetzt! So. Was ist und bleibt euch ein absolutes Lieblingsgame und warum? Ja. Oh ja, das Warum, hä? Das Warum? Warum habe ich auch gesagt, ja, doch. Ja. Ich glaube, das haben wir bei allen gesagt. Ja. Ja, genau, das finde ich gut. Das ist eine gute Hausaufgabe. Schreibt uns in die Kommentare, schreibt es am Ullen oder an mir, schreibt es auf Insta, schreibt es. Ja, die müssen einfach früh genug abschicken. Morsezeichen, ja gut. Ja, Rauchschwäden könnt ihr auch schicken. Grab den Klappstuhl aus. Ja, genau. Ja, voll. Genau. Hey, und wenn ihr bis dahin geblieben seid, merci fürs Zulassen. Und wir hören uns spätestens in einem Monat wieder. Wieder pünktlich, hoffe ich. Ja, hey, damit nehmen wir schon November, hä? Jesus. Crazy. Wir müssen schon wieder planen für unseren Brunch. Du sagst nichts, hey, ja, sag es. Voll. Hey. Also gut. Okay. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.